Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet wir. Herzlich willkommen zu «Jetzt redet wir». Heute mit einem sehr besonderen Gast. Brudi, herzlich willkommen. Mit dem Lucci. Ja, Bro, Zürich ist klein. Also ich kenne dich schon länger vom David Gym. Habe ich dich trainieren gesehen. Aber richtig kennengelernt haben wir uns im Ruckus. Du bist langjähriges Mitglied. Ich bin vor 1,5 Jahren zu euch gestoßen und irgendwie haben wir uns gefunden, würde ich sagen. Ja, Oder? hätte ich jetzt auch gesagt. Es hat gematcht. Ja, genau. Darum sind wir heute da. Mega viele Themen, die wir immer wieder untereinander besprechen. Mega spannende Themen. Und genau darum haben wir gedacht, machen wir eine Folge, reden wir darüber. Wichtige Sachen, die, finde ich, ja, in unserer Welt Platz verdient haben und die oft totgeschwiegen werden. Möchtest du gerne mal dich kurz vorstellen, Bro, mit denen? Ja, klar. Ich bin der Luciano Calabrese. Die einen oder anderen kennen mich. Wie alt ich bin? 40, 41, glaube ich, wenn es mir recht ist. Sieht man nicht. Sieht man nicht genau, klar. Aber nein, so fühle ich mich. Nein. Genau, ich kenne den Hakan. Ich wüsste nicht jetzt in Jahren oder Monaten, aber eben, wie er gesagt hat, vom David Gym. Und ich glaube auch schon draussen gesehen. Mit dem Krigi und mit dem Berat und so. Eben, relativ lang, würde ich jetzt mal so behaupten. Und wie er gesagt hat, richtig kennengelernt haben wir uns im Ruckus. Und wie er auch gesagt hat, das war ein perfekter Match gewesen. Ein richtiger Tinder-Match. Ich schwör's dir. Ich glaube, nach rechts swipen, nach links swipen. Nach rechts, Bro. Nach rechts swipen. Nein, wir haben dann auch kennengelernt, genau. Und in Rom sind wir zusammen gewesen schon. Genau. Dort hat es nochmal ein bisschen mehr connected, Dort würde ich ist nochmal sagen. genau, richtig, nochmal mehr connected. Ja, und muss sagen, ich habe Freude an dieser Freundschaft. Sie bringt auch etwas im Sinne von, wie kann man das so sagen? Ich würde sagen, Bro, ich habe das Gefühl, korrigiere mich, wir wachsen aneinander mega, finde ich. Ich finde, du hast so Ansicht oder Erfahrungen im Leben, wo ich mega viel daraus lernen kann. Und ich glaube, wir pflegen eine mega offene, ehrliche Kommunikation. Und so, dass, hey, wenn ich das sage, bin ich dann nicht mehr Mann genug, das haben wir wie nicht. Es gibt so wie kein Tabuthema. Das Weißt ist du, so. Also wir haben definitiv kein Ego-Problem oder müssen uns gegenseitig challengen. Ja, also dich challenge kann ich eh nicht. Der Lucci ist Black Belt im Jiu-Jitsu, wirklich ein Motherfucker in diesem Sport. Und ja, wird auch ein bisschen Thema sein, Bro, oder? Es ist Ja, ich bin glaube aber selber noch ein bisschen abgeschweift, merke ich gerade. Ich habe mich vorstellen, gell? Wie? Ich habe mich vorstellen. Ja, gell? also wenn du möchtest, wenn du das, was du preisgeben möchtest. Genau, also nein, in dem Fall, sorry, dass ich abgeschweift bin. Zu mir, eben 40, wird 41 dieses Jahr. Bin Vater von einem, oh Gott, das wird wahrscheinlich jeder Vater von sich behaupten, von einem wunderschönen Kind. Kann ich bestätigen, wirklich. Wunderschön. Bin mit meiner Frau zusammen und wir haben eine relativ gute Beziehung. Sind froh, dass Ezekiel bei uns, also Ezekiel ist noch mein Sohn, im Leben ist. Wir haben dann noch einen Hund, einen Rottweiler, auch sehr speziell mit einem Rottweiler Stadt Zürich. Ja, Vorurteile sind... Vorurteile die sind da. Ja, und zu mir, ich mache jetzt seit 2011, also eigentlich, ich sage jetzt seit der Gründung vom Ruckus bin ich eigentlich mehr oder weniger fast dabei. Ich bin jetzt kein Gründungsmitglied, wie wahrscheinlich viele denken, aber ich bin so ziemlich von Anfang an dabei gewesen. Im Ruckus. Ruckus ist 2011 gegründet worden, vom Sam und noch ein paar andere. Ja, ich mache jetzt seitdem eigentlich Bigi, habe voran noch ein bisschen geboxt. Ich würde jetzt mal sagen, ja,
4-5 Jahren vielleicht. Seit dem 2007. 2007 habe ich meine Bodybuilding-Karriere an den Nagel gehangen. 2007 hatte ich meinen letzten Wettkampf im Bodybuilding und dann habe ich dort damit aufgehört. So viel zu meinem sportlichen Werdegang. Privat, wie gesagt, Vater. Selbstständig, ich arbeite selbstständig an einer Firma in der IT. Und und versuche alles Mögliche unter einem Hut zu bringen. Das heisst Training, Kind, Familie und noch ein bisschen Zeit für mich selber zu finden. Voll, ja. Hund, Kollegen, es sind 1000 Sachen. Das ist ja das, man hat 1000 Sachen zu tun und in diesen 1000 Sachen, die wir machen müssen, gilt es auch, Sachen zu integrieren, die einem wie gut tun. Und das ist ja, glaube ich, auch Sport, ist ja eben Bodybuilding, Boxen, Jiu-Jitsu. Wie bist du zum Jiu-Jitsu gekommen? Ja, wie bin ich zum Jiu-Jitsu gekommen? Durch einen Freund, einen bekannten Freund, hat es mittlerweile auch eigentlich völlig aus den Augen verloren. Aber durch einen Bekannten sind wir in den Rukus gekommen. Also sind wir, sorry, wenn ich es immer sage, also Danke ist ja immer noch dabei, aber mit dem Danke zusammen haben wir eigentlich im Rukus angefangen. Gesehen habe ich es im David Gym immer wieder mal in der Halle, wie sie sich dort am Boden rumrollen. Dazu mal für mich völlig unverständlich gewesen, wie man als Mann kann so näher an einem anderen Mann sein und für mich war es ein bisschen mehr ein Kuscheln gewesen. Ja. Und ich habe es völlig verpönt und ich habe gesagt, hey, nein, ein schwuler Sport. Ich schwör's. Sorry, nicht gegen Schwule, gell? Also, jeder soll ficken, wo er will, aber genau, völlig anderes Thema. Aber nein, für mich so völlig gedacht, oh wow, nein, das würde ich nie machen. Es ist so gegen meine Prinzipien und so, oder? Da ich bin Mann. Und dann irgendwann einmal genau hat mich eben der Kollege dort ins Rukus gebracht. Angefangen halt einfach weil wir MMA kämpfen. Und danach, dass halt ein wichtiger Bestandteil ist, sage ich jetzt einmal, zumindest mal sich können abzuwehren oder können wissen, was kommt in so einem MMA-Kampf, ist es sicherlich nicht schlecht, ein bisschen Bodenerfahrung zu machen. Das war eigentlich der ursprüngliche Grund gewesen, wieso ich mit Jiu-Jitsu angefangen habe. Okay, also du machst im Sinne von, ich mache Stand, ich will MMA kämpfen, Boden muss ich machen, also mache ich es jetzt, obwohl ich es schwul finde, aber am Boden muss ich mich verteidigen. Genau, es ist so Mittel zum Zweck gewesen. Ja. Es ist so, du hast es gebraucht, weil sonst kassierst, wenn gegen einen Bodenkämpfer oder gegen einen Ringer oder gegen einen Wrestler wirst kämpfen, dann wirst die Wahrscheinlichkeit, dass du am Boden kommst, ist ja sehr hoch. Khabib hat es gezeigt, oder? Hat die UFC-Szene ein bisschen aufgemischt und ja. Es ist schon so, Boden ist schon eine andere Liga, Bro. Es ist... Also ich bin ja auch so gewesen, ich bin Stand, also nie in dem Ausmaß wie du, aber Thai-Boxen, voll geil, habe ich auch die gesehen, auf sich drauf am Schwitzen, der eine am Rücken vom anderen hat gedacht, Alter Mann, heavy schwul, muss ich jetzt nicht machen unbedingt, aber dann das erste Training ist so gewesen, wow. Also für mich ist so gewesen, was habe ich all die Jahre verpasst? Ja, also bei mir war es leider nicht so gewesen. Okay. Bei mir war es ganz, ganz anders gewesen. Ich war damals mal 135 Kilo schwer gewesen. Eben gerade eigentlich nach dem Bodybuilding bin ich gerade anschliessend bin ich dann eigentlich im 2007 ins Boxen gekommen und dann eben im 2011 dann ins Jiu-Jitsu und dann halt immer noch relativ schwer für einen Kampfsportler. Es sind 135 Kilo gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, mir gehört die Welt, ich bin der Stärkste. Also wirklich, ich bin auch mit dem Mindset da drin und ich habe mich auch so gefühlt und ich bin auch so durch die Straße rumgelaufen. Und dann bin ich weiß nicht, ob es das erste Training war oder das zweite, das dritte, aber auf jeden Fall, es ist richtig anstrengend gewesen. Also ich weiss noch, früher noch sind wir gesäckelt und haben wir so mit dem Rennen so eingewärmt und ich weiss nicht, ich habe glaube ich eine Runde gemacht und danach musste ich laufen, weil ich keinen Saft, also
Kondition völlig am Arsch gewesen. Die 135 Kilo Und musst die du auch mal 35 heben. Kilo musst du noch mit Sauerstoff füllen, die Muskeln. Wirklich, ich glaube, eine Runde bin ich gejoggt und danach war so die Luft draussen gewesen. Also richtig kaputt, also nach so einem Training kaputt gewesen. Und ein sehr ein einschneidendes Erlebnis war, eben, du kommst als Mann, kommst in ein Dojo rein, hast das Gefühl, du bist der Stärkste. Und das ist ja deine Wahrnehmung. Also du hast das Gefühl, du bist der Stärkste, du bist der Beste. Und dann nachher kommst du runter von einer Frau, wo ich sage jetzt mal 50 oder 60 Kilo schwer war dazu mal, ich weiß es nicht. Susanne, falls du hörst, Shoutout zu you. ich weiß es nicht, genau, Susanne hat sie geheißen. Und ich kann mich da wirklich sehr gut erinnern, wie sie mir den Rücken geholt hat und mich ausgejoggt hat. Und du hast gedacht, fuck. Ja. So stark, wie ich gedacht habe. So stark bin ich gar nicht. Ja, bin ich gar nicht. Frauen joggen mich aus. Die Frau joggt dich aus, genau. Und das ist so, es hat sich so durchgespannt, so hat sich das so ein bisschen eigentlich, ist jedes Training eigentlich ein bisschen so gewesen. Dann kommen zu eben so 60 Kilo Buben, nein, Männer und die spielen mit dir. Mhm. Und eben, du bist ja immer noch in deiner Welt drin und hast das Gefühl, ey, ich bin der Stärkste, man, hey, ich bin 135 Kilo schwer, oder? Dann noch Bodybuilding und Kraft hast du Bodybuilding gehabt, und aber Kraft weißt, hast, ja. aber eben, Kraft A musst du dich einsetzen und B, ja, eben, Kondition. Ja, Luft. das ist, glaube ich, das Riesen. Und das ist so ein bisschen sehr, ich weiss nicht, als ich mich ausgejoggt habe, bin ich dann aufgestanden und bin aus dem Dojo rausgelaufen und habe in die Wand hineingeschlagen. Okay. Und dann hat sie mich geholt aus der Garderobe. Also, emotional völlig am Ende gewesen, emotional gebrochen. Nichts Geiles gewesen. Ja. Ich war richtig hässlich gewesen. Ich hätte die Frau können, glaub, aus dem Fenster rausgehen. Ich schwöre, das Ja, ist so, ja. keine Ahnung. Ja, nichts Geiles gewesen. Und danach hat sie mich geholt und danach habe ich weiss nicht, ob ich mich entschuldigt habe beim Sam, aber ja. Danach bin ich, glaube ich, zurück auf die Matte. Ja. Ego ist ein riesen Thema, nicht? So ein bisschen, Ja. also ich spreche es mal offen an, korrigiere mich. Ego-Problem ist schon so, was in der Mannenwelt extrem verbreitet ist, finde ich. Extrem. Und ich glaube, auf den Schluss sind wir letztes Mal gekommen, dass viele Leute auch mit Kampfsport anfangen, weil sie eigentlich etwas kompensieren müssen, wollen oder sich unsicher fühlen und denken, dort erlange ich wie eine Sicherheit. Aber mit einer anderen Motivation. Du denkst so, ich glaube, du weißt gar nicht, dass du unsicher bist, fangst dann damit an und ich finde, im Kampfsport reflektierst du maximal dich selber, finde ich. Ja, ich glaube auch. Also, ja, sicherlich auch. Die Frage ist einfach, kommst du schon so weit, dass du anfängst zu reflektieren? Oder ist das Ego dir immer im Weg? Mhm. Also, eben, wie du sagst, viele Leute fangen wegen dem Ego oder wegen Selbstschutz oder Selbstsicherheit, weil sie keine haben, fangen sie vielleicht im Kampfsport an und ihr primäres Ziel ist was? Eigentlich sich können verteidigen, wenn jetzt einer bist, wo immer wo gemobbt wird, und wenn einer bist, wo nicht gemobbt wird, ist das Ziel eigentlich, jemanden zu verschlagen. Also ich rede jetzt von den Jungen, also weißt du, Ja, so. so. Reden wir von der, keine Ahnung, so. Pubertät. und Pubertät, fangst genau. du- Wo es im Moment wahrscheinlich in dieser Welt eigentlich wahrscheinlich nur um das geht. Wer ist der Stärkste? Ja, Sicherlich auch in unserem Alter Leute, die das Gefühl haben, sie müssen verstehen als klein. Aber nein, und ich glaube, aus dem Grund fängst du dann an. Also, ausser es wird dir in den Weg geleitet. Oder wenn dein Vater Kampfsportler ist, dass der Sohn Kampfsportler wird, ich glaube, das ist so wie... Der Weg ist so wie fast gehen, oder? Denke ich. Also, und sonst fängst du, glaube ich, wirklich aus den falschen Gründen an mit Kampfsport. Also, es gibt sicher solche, die wegen einem anderen Grund anfangen, aber jetzt, ich kann jetzt auch nur von mir reden und von vielen Leuten in meinem Umfeld. Es ist meistens irgendein einschneidendes Erlebnis oder irgendetwas in deinem Leben, wo dich zu etwas zwingt, also zu einem Kampfsport zwingt. Es ist jetzt, oder bei mir jetzt im Bodybuilding, wieso habe ich mit Bodybuilding angefangen? Aus einer Esssucht oder einer Esskrankheit. Also, ich habe mich dünn gefühlt oder dick dazu mal und dann nachher dünn und dann nachher bin ich fetter geworden. Also weißt du, und ich behaupte so 8% von allen Sportlern, die fangen aus irgendeinem Problem an mit Sport.
Ja, und das gibt dir dann die Sicherheit und... Aber da finde ich eben, es fängt dann an zu reflektieren an. Also, möchtest du erzählen, wie bist du zum Kampfsport überhaupt gekommen? Also, Anfang. Jiu-Jitsu hast du gesagt, oder? Wegen dem MMA? Anfang, okay, ja, genau. Ich habe bei Bodybuilding sehr anstrengende Sportart im Sinne von, du musst sehr diszipliniert sein. Mhm. Essen, Training, Erholung. Es ist auch ein teurer Sport. Das Tabuthema Steroide. Mhm. Das war damals mal nicht so günstig gewesen. Ich weiss, viele sind natural. Ich war es nicht gewesen. Jeder ist natural. Jeder ist natural, genau, ich war es nicht gewesen, auf jeden Fall. Viele wahrscheinlich auch nicht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das sind wir wieder beim Ego-Problem. Ne? Genau. Und die Ernährung ist natürlich so ein 24-Stunden-Job, oder? Vom Bodybuilding. Und ich sage jetzt, die Body- und Fitnesswelt ist sehr beschränkt. Mhm. Ja, beschränkt. Also so, es geht in dieser Community eigentlich nur ums Essen, um die Ernährung und Training. Okay. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe es gemacht, ich wollte wissen, wie es ist. Und ich habe es gesehen. Das ist nicht meine Welt. Das ist definitiv nicht meine Welt. Ich bin vor allem auch nicht, ich bin diszipliniert, ja, aber ich liebe Essen. Ja. Ja, Also, wenn ich Lust auf eine Pizza habe, dann ist es eine als Pizza. gebürtiger Italiener, glaube ich, Also, fast schon in die Wiege gelegt genau, die worden. mediterranische Küche ist immer noch eine der besten auf der Welt. Und ich liebe Essen und das ist so ein bisschen der Grund, wieso ich gemerkt habe, also unter anderem, wieso das Bodybuilding eigentlich nicht für mich ist. Es ist so, wie gesagt, und die Menschen sind sehr beschränkt. Eben, es geht wirklich alles nur so um Fitness und Ernährung und das bin ich nicht. Mhm. Ich glaube, ich will nicht sagen, ich bin mehr, aber ich empfinde einfach, dort gehst du so wie, also ich bin dort wie untergegangen als Mensch. Mhm. Und es hat mir einfach, es hat mir klar noch Freude gemacht und danach bin ich, mit Boxen habe ich eigentlich angefangen auch aus dem Grund, weil eigentlich Selbstsicherheit, du möchtest, also damals sind es halt die falschen Punkte gewesen. Also, weißt du, ich schäme mich ja fast so etwas zu sagen, aber damals sind sicherlich die falschen Punkte gewesen, wieso ich mit Boxen angefangen habe. Okay. Also damals ist es halt mehr darum gegangen, um dich verteidigen auf der Straße, zum wissen, wie jemanden kannst verschlagen. Also wirklich völlig dumm eigentlich. Das ist eigentlich der Grund, wieso ich mit Boxen dort, also mit Kampfsport, sagen wir, wenn ich einfach Kampfsport angefangen habe, wahrscheinlich ist das der Grund gewesen, falsches Ego und falsche Wertvorstellungen vom Leben. Eben, dort ist es mir darum gegangen, um Leute zu verschlagen und keine Ahnung, jemand zu sein, irgendwie so. Ja. Also Aggression ist sicher auch ein bisschen ein Thema. Ich muss auch ehrlich sagen, Bro, ich habe dich gesehen im David Gym und ich bin immer so ein bisschen... Ehrfurcht ist das falsche Wort, aber ich habe gedacht, okay, das ist der Lucci. Das war ein alter David Gym, also der, wo noch der Litzigrabenstraße, oder? Nein, ich habe dich im Neuen gesehen. Neuen? Ich habe dich das erste Mal gesehen 2014. Dort Ja. habe ich mit dem Kriegi, hat er mich vom Boxen ins Thai-Boxen geholt. Dann habe ich dich dort gesehen mit dem Igor damals, Ja. am Trainieren. Und ja, Bro, ihr sind beide Ja. also Fetzen des Todes und der Killerblick. Und ich habe mir immer so gedacht, Bro, mach keine falschen Moves, der frisst dich. Das Bild habe ich von dir gehabt, am Anfang, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, damals war es vielleicht nicht einmal das falsche Bild gewesen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe gut in 2014 bin ich glaube schon halbwegs normal geworden, glaube ich. Aber nein, weißt du, es ist so völlig, ich habe wirklich völlig so die falschen Ansichten gehabt vom Leben, die falschen Werte im Leben hatte ich gehabt. Und ja, und im 2014 habe ich glaube ich auch schon 3 Jahre Jiu-Jitsu gemacht gehabt. Und Boxen habe ich dort dann nachher relativ gut, dort habe ich dann angefangen mit Boxen eigentlich vernachlässigt und habe mich dann relativ viel mit dem Jiu-Jitsu konzentriert. Und das Krafttraining war immer irgendwie ein Thema bei mir. Dazu mal Krafttraining neben dem Kampfsport habe ich es gemacht, eigentlich zum gut aussehen. Ja. Also,
Ja, eben. Ja, ist Sicher, Tatsache, Bro. ganz klar. Breit, Sixpack. Sixpack auf der Gas und so, Oberarm schöne 50. Frauen und Zeug und Sachen. Fix, ja, voll in Ordnung. Weißt du, so, und ich glaube, jeder, der sagt, er geht ins Krafttraining, weil es ihm gut tut, buh. Ja. Also ich weißt die so 1-2 Mal in der Woche gehen, ein bisschen, glaube ich, aber Leute, die so verbissen sind und 4-5 Mal trainieren und Maximum rausholen, also die können mir nicht erzählen von ich mache es, weil es mir gut tut. Du machst es auch, weil du geil aussehen willst. Absolut. Also das ist meine Meinung, gell? Also, Auch Frauen, Bro, mit dem Arsch, die sie jetzt trainieren. Also früher war das nicht Thema gewesen. nein, meine, nochmal, früher ist ja Fitness ja, bist ja eigentlich so wie ist es so wie eine Randsportart gewesen. Ja. Also, eben auch die ganze Supplementierung hat es damals mal gar nicht gegeben. Ich meine, heutzutage kommst du im Migros, kommst Proteine. Ich weiss noch, meine erste Proteinbüchse die hatte, meine Mutter hat gemeint, ich nehme Drogen. Also Pulver dort. Also es ist so völlig, also bis heute, ich glaube, meine Mutter glaubt, das sind Drogen oder so, keine Ahnung. Also weißt du, das sind so ein bisschen das und das ist jetzt heute völlig so alltagstauglich geworden. Ja, findest du auch in der Migros Casein oder Aminosäure, BCAA. Genau, also, es ist so völlig so, es ist völlig normal und das ist damals wirklich nicht so gewesen. Und darum sage ich, ich glaube auch, eben, Krafttraining fängst du auch aus dem falschen Grund an oder falsch. Ja, ist es falsch, um gut auszusehen? Oder wollen gut auszusehen? nein, eben, ich weiß, was du meinst mit falsch, so im Sinne von das Leben hängt ja nicht nur an dem, ob du gut aussiehst oder nicht. Also du bist ja nicht jemand, wenn du breit bist und du bist niemand, wenn du nicht breit bist. Das ist das, was du meinst mit dem falschen Grund. Ja. Weil Leute denken, es ist auch unsere Gesellschaft, weißt du, das Social Media, es hängt in so viele Sachen hin. Du siehst, eben, die Frau erzählt mir ja auch, die scrollen sehen da, keine Ahnung, 90, 60, mittlerweile 120 unten. Ja, und denken, fuck, ich habe nicht so einen Arsch und dann wirst du depressiv und dann gehst du ins Training und dann so verbissen, dass es amix auch einfach zwanghaft ist. Leute sagen, ey, wenn ich ins Training gehe, ich fühle mich richtig scheiße. Ja, das Bis zu einem gewissen Grad, Bro, easy. Eben heute wäre auch Sparring gewesen, am 11 Uhr. Wir haben abgemacht, ich bin nicht gekommen, bin am 7 Uhr erst heim. Ich bin frisch tätowiert. Gute Entschuldigung. Genau, plus bin ich noch im Ausgang gewesen, das ist nicht eine gute Entschuldigung, einfach zum ehrlich sein. Aber dann habe ich auch so ein bisschen das, schade bin ich nicht gegangen. Aber es ist jetzt nicht so, es frisst mich nicht auf. Oder ich denke mir so, ich bin jetzt wie nichts wert. Oder, Du hast kein schlechtes Gewissen. Oder nein, du hockst jetzt nicht die Hände Scheiße und Ja. du musst irgendwie nachholen oder so. genau, und ich fange mich jetzt an ritzen oder keine Ahnung was. Und beim Fitness ist das schon eher so, dass Leute das aus dieser Sportrichtung mehr haben. So, wenn ich das nicht mache, dann, oder eben, wenn ich mir jetzt das gönne, dann muss ich zweimal trainieren gehen. Und ja, eben Zwang und Fitness hängen auch, finde ich, extrem krass. Wie, Absolut. Also, das ist Eis, würde ich sagen. Ja, es ist wirklich Ausübung von dem Zwang, den du in deinem Kopf hast. Und also ich wollte einfach nochmal klarstellen, jetzt mache ich es, klar, auch sehr gut ausgesehen, aber für meine Frau und für meinen Sohn und mein Krafttraining ist ja jetzt eigentlich komplett auf Kampfsport ausgerichtet. Also es ist ja mehr so auf auf Jiu-Jitsu ausgerichtet. Also ich mache Übungen, die eigentlich für Jiu-Jitsu gut sind, oder meistens so Parkour-mäßig auf Kondition, wo man eigentlich einem Jiu-Jitsu etwas bringt. Das ist jetzt im Moment der Punkt, wieso ich jetzt noch Krafttraining mache. Und natürlich, klar, eben 40 wirst du nicht jünger. Gegner werden immer jünger und du wirst älter und du musst irgendetwas machen. Du musst immer etwas mehr machen, damit an einer Competition kannst mitheben. Und es ist ja auch, du musst ja auch, also eben vor allem mit dem Alter, du musst ja auch etwas investieren, wenn du länger fit bleiben willst, oder? Also man sieht es ja bei den Profisportlern, eben auch jetzt mit Supplement, aber auch dann pennen gehen, das Maximum aus dem Körper wie rausholen. Ja. Und es ist ja auch etwas Schönes. Also ich muss auch sagen, ich bin einer, der nie Krafttraining gemacht hat. Und du hast mich... Ich habe dich gebracht, ja? Du hast mich gebracht. Am Samstag. An einem Samstag, genau, frisch noch AC-Gelenk gerissen gehabt, noch ohne Gewicht. Haben wir den Parkour gemacht mit dem Velo und Hip Thrust, Squats. Correct. Und ich muss dir ehrlich sagen, Bro, ich mache das jetzt, wie lange ist es? 1,5, 2 Monate? Ja, 2 Monate. 2 Monate. Ich mache 1 bis 2 Mal in der Woche das Training, das du mir gezeigt hast. Ich habe es ein bisschen so für mich optimiert. Ich habe mich verliebt in Squats.
was für ein geiles Gefühl, Mann. Wenn du zuerst mit 20 Kilo, dann am nächsten Tag, nach ein paar Wochen bist du schon bei 100 Kilo und es ist so, wow. Plus, es ist krass, wie auch mein Jiu-Jitsu-Game sich verbessert hat. Weil eben, deine Hüfte ist stärker, deine Beine sind stärker, du kommst aus Situationen raus, wo früher dir einfach das Gas ein bisschen gefällt hat in den Ich glaube auch, die Verletzungsgefahr ist geringer. Sind wir auch bei einem anderen Punkt, ja. Eben. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich habe mit Jiu-Jitsu angefangen, ganz neu. Erste Training im Ruckhaus und das Ruckhaus ist halt rough, es ist so, es ist kein Ponyhof dort. Und dann habe ich Rippen gebrochen beim Brustbein, nochmal eine, das AC-Gelenk. Auch dem geschuldet, weil ich halt null Muskulatur habe. Ich bin ein bisschen blessed im Sinne von den Genen her. Ich bin ein bisschen breiter gebaut, zum Glück. Aber es bringt wie nichts, wenn die Muskeln einfach nur rumlampen. Und jetzt, wo ich auch ein bisschen trainiere, ich merke so, Neon Belly oder Neon Chest hat nicht mehr die Auswirkung, die es wie am Anfang hat. Weil du hast wie einen Schutz, oder? Du hast wie einen Schutz über deine Knochen. Das ist so. Also es hebt auch alles besser zusammen. Jetzt nehmen wir zum Beispiel Beine, Knie. Ich sage jetzt, mit einer guten Muskulatur bräuchtest du ja nicht einmal Kreuzbänder. Ich glaube, so wie ich weiss, oder so wie ich die letzte Dings, die ich weiss, ist, dass wenn ein Kreuzbänder ist, wenn du genug gute Muskulatur hast, hebt das eigentlich von allein. So, und das ist eigentlich, glaube ich, eine Tatsache. Ich meine, ich habe ja ziemlich alles gerissen, was man reissen kann. Und es hebt im Moment relativ gut. Wenn ich keine Krafttraining mache, unter anderem habe ich den Rücken 3-mal operiert. Und ich glaube, ohne Krafttraining hätte ich noch mehr Schmerzen, als ich schon habe. Ja. Und ich glaube, ich werde auch das Leben lang gezwungen sein, um etwas in dieser Richtung zu machen. Klar, Jiu-Jitsu ist sicherlich kontraproduktiv für alle Gelenke und Arthrosen und alles, was ich habe. Aber Krafttraining ist sicherlich in einem gesunden Maß sehr gut und ich glaube, das wird jedem etwas bringen. Eben, kann ich unterschreiben, wie gesagt, seit 2 Monaten. Und es geht mir auch psychisch besser. Es gibt ja psychisch auch etwas. Auch wenn du siehst, dort ist jetzt der Arm breiter, da ist ein bisschen mehr Fett. Es ist ja so, es macht dich zufriedener. Dein Selbstbild ändert sich schon ein bisschen, weißt? Andere Frage. Eben, du hast ja auch alles gerissen, was man rissen kann. Rücken 3-mal operiert. Jiu-Jitsu ist ja schon ein bisschen so Selbstzerstörungssport, körperlich, würde ich sagen. Also eben, wie gesagt, ein Probetraining, schon als Krüppel wieder rausgelaufen. Was haltet dich an diesem Sport, Bro? Obwohl du deinen Körper so gefickt hast mit dem, dass du einfach immer noch weitermachst. Und auf dem Level, wo ich es gesehen, wo du weitermachst, weißt du, bist eben 40, gehst an Competitions. Ja, also der einzige Grund ist die Liebe zum Sport. Und der andere ist, was mir der Sport alles gegeben hat. Der Sport hat mir... ich habe vieles am Sport zu verdanken. Ich glaube, also dem Sport, also am Jiu-Jitsu, ich glaube, ohne den oder ohne Jiu-Jitsu oder vielleicht auch ohne Ruckhaus, wäre ich wahrscheinlich ganz woanders heute. Keine Ahnung wo, aber sicherlich nicht, wo ich jetzt oder heute stehe. Ich hatte sicher auch nicht so eine super schöne Kindheit gehabt. Ich habe auch viel Scheiße gemacht. Und ich habe mich auch in Kreisen bewegt. Ja, die sind nicht so cool, nicht so lustig. Nichts Schönes auf jeden Fall. Also nicht, was man sich am Kind wünscht. Oder am eigenen Kind wünscht. Und dank Jiu-Jitsu habe ich die Selbstsicherheit gewonnen. Mit dir selber, also ich mit mir selber. Dass ich bin, also weißt du, dass ich genug stark bin, dass ich alles andere gar nicht brauche. Okay. Und Jiu-Jitsu hat mir doch vieles gegeben, ob es Jiu-Jitsu ist oder halt der Verein mit diesen Leuten. Ich sage jetzt einfach, seit ich Jiu-Jitsu im Leben habe, hat das aus mir ganz einen anderen Mensch gemacht. Ich behaupte jetzt mal einen viel besseren Mensch. Wie gesagt, da hat es mal unnötige Schlägereien gehabt. Völlig
hirnrissig, also weißt, so aggressiv, so die unnötige Aggressivität. Und der eine auf der Schuhe gestanden bist, hast du nur Flattern gegeben. Okay. Er ist so völlig blöd und völlig dumm. Und ich entschuldige mich bei allen, wo von mir irgendwie, keine Ahnung, Böses abbekommen haben. Ja, und der Schweizer hat mich doch, hat mir die Selbstsicherheit gegeben, dass ich all das Zeug eigentlich gar nicht mehr brauche. Mhm. Das hat mich so ein bisschen auf den richtigen Weg gelenkt. Also für mich der richtige Weg, wie gesagt. Es kann ja sein, dass für die einen oder anderen der andere Weg auch richtig Ja, ist. ist individuell, oder? Nicht wert. Ich sage einfach für mich, in einen richtigen Weg, für mich einfach der richtige Weg, wie gesagt. Du kannst mir heute Arschloch, Wichser, du kannst mir nachrufen, was du willst auf der Straße und das interessiert mich eigentlich ziemlich gar nicht. Mhm. Also weißt du, ich bin so ruhig und so selbstsicher geworden, dass ich weiss, dass ich eigentlich nicht derjenige bin, der muss irgendetwas machen muss. Mhm. Ich weiss, was ich kann. Gut, voilà, das ist es, oder? Ja. Ich weiss, was ich kann. Ist es nicht so, aber früher eben, man denkt, man ist unbesiegbar, man ist krass und dann auch die Kollegen hypen und eben, eigentlich kannst du nichts, aber jeder denkt, er ist etwas. Ja. Dass du, wie du sagst, so die Aggression hast, wenn dann jemand auf deinen Schuhen steht, dass du das so wie als persönlichen Angriff siehst und so der Leitsatz, das lasse ich mit mir nicht machen. So, keiner steht mir auf den Schuhen, jetzt muss ich ihm Flattern geben, bevor sich Leute mehr erlauben, mir wie anzutun, oder? Und vor allem, was denken die anderen? Also weißt du, Das ist auch das, gell? das ist halt ein riesen glaub, Thema. alles um das. Das dreht eben Ego. Ego, Bro, Ego, riesen Thema. Es geht ja eigentlich nur um das. Oh, was denken die, wenn ich jetzt nicht mache? Oder bin ich jetzt nicht mehr, weißt du, so völlig Bin ich ein Pussy, wenn ich dem jetzt keinen Sinn drücke? So. Genau. Was Nein, du denken bist ein die Pussy, Kollegen? wenn du einem eigentlich schlägst und Ja. schlägst unnötig. Genau. Aber dazu mal nochmal, es ist so, eben, das ist glaube ich die falsche Werte, oder? Wo du dir selber aufgebaut hast. Ich meine, ich kann ja schlecht meinen Eltern die Schuld geben. Nochmal, meine Eltern haben mir ermöglicht, ein schönes Leben ermöglicht eigentlich, grundsätzlich. Ja, ich glaube, das sind völlig die falschen Werte, die ich mir dort aufgebaut habe. Und eben, wie du sagst, ist so, ich weiss noch, der Tür, ich war aggressiv gewesen. Weißt, wenn, ich habe mir gesagt, du kommst nicht rein, und dann ist das zweite Show, oder der Flatter, oder also, völlig blöd. Oder Schlimmes. Nein, Schlimmes nicht, zum Glück. Aber weißt du, so, weil du einfach weißt, du kannst nichts. Ja, dann musst du auch immer das Schwanzlängenmesser Genau, machen. dann so, hast oder? du automatisch so, dass ich muss zeigen, dass ich etwas kann. Aber du weißt genau, eigentlich bist du im Grunde genommen, wenn du da ein 1 gegen 1 würdest gegen jemanden machen, bist du einfach nichts. Oder wenn es darauf ankommt, bist du nichts gesucht. Ja. Und eben, die Schweiz hat mir wirklich die richtigen Werte mitgegeben. Mich auf der Seite gebracht, wo eigentlich eine schöne Seite ist. Also für mich eigentlich die Seite, die ich mir für meinen Sohn auch wünsche. Also, die richtigen Werte, behaupte ich jetzt mal, im Leben zu haben. Und das eben dank, in dem Fall Jiu-Jitsu, oder dank dem Ruckus, oder dank dem Club, den wir haben. Da hat mir wirklich die Selbstsicherheit gegeben, und, die ich gebraucht habe. Und eben, es ist halt ein riesen Ego. Gell? Nochmal, ich bin mit 135 Kilo in das Training gegangen. Ich meine, ich war ein Berg von meiner Mama. Ja. Das ist so, nicht so behaart wie heute, aber muskulös. Und da kommst du dort an, eben, dein Ego ist irgendwo da oben, oder? Und dann kommst du runter von einer Frau. Also, das Ego ist im Keller. Du gehst heim, kommst in der Embryostellung, dumm im Mund. Unter der Dusche. Unter der Dusche dort. Hello Und, darkness, my old friend. genau, weißt du, was ich meine? Und das hast du dann hast monatelang. Und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, fuck, dann kommt einer und der macht dich fertig. Und demütigt dich im Training. Eben, nie on the belly oder keine Ahnung, du musst joken wegen banalen Sachen. Ja, Guantanamo-Jokes. Genau, also weißt, du musst... Das Ego ist da, jedes Mal, boom, gehst wieder runter. Was musst du machen? Du musst dich aufraffen, du musst aufstehen und musst wieder ins Training gehen. Und was du auch im Jiu-Jitsu lernst, Bro, ist, finde ich, du kannst heute ins Training gehen und du fixst alle. Es hat ja auch so Tage, ich gehe an und dann mache ich 3-4 Sparrings und dann dominiere ich und dann komme ich an und denke so, ich bin schon gut, Mann.
deserve jetzt eigentlich schon irgendwie den nächsten Stripe. Dann gehe ich am nächsten Tag und es ist nichts passiert und die gleichen Leute ficken dich einfach und du hast keine Chance. Und das ist das, was ich wie im Jiu-Jitsu gelernt habe. Du kannst dein Ego oder wie du dich fühlst, nicht anhand von dem ausmachen, ob du heute gewonnen hast oder nicht, weil es ist nicht wie eine Konstante. Es wird Tage geben, wo du wieder auf die Fresse bekommen wirst. Also was musst du machen? Du musst wie umdenken. Du musst deinen Wert nicht durch das definieren, gewinne ich oder nicht, sondern wer bin ich eigentlich, Mann? Wer bin ich und ja, was habe ich für Skills, jetzt nicht nur im Jiu-Jitsu, allgemein wie im Leben. Und das hat mir das Jiu-Jitsu voll gelehrt. Was finde ich zum Beispiel, jetzt eben, ich habe auch mit Boxen angefangen, Thai-Boxen, aber das hat mir wie nie, nicht mal ansatzweise können geben. Ich mache 3-mal so lang Thai-Boxen, wie ich Jiu-Jitsu mache und ich sage, fuck auf Thai-Boxen, also so, weißt du, es ist... Ich glaube auch, so, also, vielleicht muss man sagen, meine Stand-up ist ja eher, ich weiß nicht, ich will jetzt niemandem was beipissen, aber es ist eher so eine aggressive Sportart. Das heisst so, du musst doch eine gewisse Grundaggression haben, damit du irgendjemanden mit die Fresse kannst schlagen. Genau, ja. Und im Jiu-Jitsu, wenn du jetzt keine Competition machst, brauchst du das ja eigentlich nicht, weil es ist ja eher eine Selbstverteidigung. Also, ja, heisst nicht umsonst The Gentle Art, oder? Ja, genau. Klar, wenn du an die Competition gehst, dann musst du gehen. Also, Ja, dann musst du einfach das ist ganz was anderes, oder? Aber ich denke, das ist sicherlich auch ein Punkt und du merkst es auch an den Turnieren oder Veranstaltungen. Gehen wir eine Thai-Box-Gala hier in Zürich. Ja. Also jeder, der war, weiss, was ich meine. Weißt du, was ich rede? Gang an einer Jiu-Jitsu-Veranstaltung in Rom. In Rom, wo wir waren. Bro, es ist ganz, ganz anders. Also es ist mit Respekt und... Klar, ich sage allgemein, Kampfsport und Respekt hängen mega zusammen. Weißt, all die Leute, die sagen, Kampfsport machen aggressive Leute oder wenn sie hören, was machst du, sagst du, ja, ich mache Thai-Box an, dann denken sie, das ist ein aggressiver. Er ist Türk, er ist tätowiert, er macht Thai-Box, fix einen aggressiven Kopf. Würde ich wie nicht unterschreiben, aber am allermeisten merkst du es, Jiu-Jitsu, also von den Sportarten, die ich wie gemacht habe. Weil wie du sagst, du hast einem nicht in die Fresse, es ist so... Auch das schon, Bro, du gehst in die Competition, ich bin auch auf die Matte gegangen, ich habe schlimm auf die Fresse bekommen, muss ich sagen. Nicht von mir. Nein, nicht von dir, das im Training. Nein, Lutsch ist wirklich einer, der pusht mich mega und das liebe ich ihm. Also er könnte mich wirklich in 7 Minuten etwa 1000 Mal finalisieren, aber Bro, du hilfst mir auch mega, Mann. Ich merke auch ab und zu, ich weiß nicht, ob ich das jemals gesagt habe, wir sind in Positionen und dann muss ich zum Beispiel wie einen Underhook bei dir machen. Du fixst mich nicht einfach zum zu zeigen, ich bin besser, das wissen wir. Also du kannst mit verbundenen Augen gegen mich kämpfen und dann machst du immer so mit dem Arm. So, ja. So à la... Stupst dich an, genau, sag, hey, Bro, du musst da rein und das hilft mega, oder? Und das wollte ich sagen, du gehst und dann verbeugst du dich vor deinem Gegner und nach dem Kampf gibst du dir die Hand. Das sind so Kleinigkeiten, die den Respekt mega mit einfließen lassen, finde ich, in die Sportart. Und ja, ich bin in Rom und krass, es ist voll nicht wie bei einer Thai-Box-Gala. Bei der Thai-Box, Bro, fick ihn, Und wo ich reingelaufen bin, keiner hat gesagt, Bro, fick ihn. Ich bin der gewesen. Ich fick ihn jetzt. Und der Emra, Bro, chill, schau ein bisschen auf das, protect your neck. Der Sam mich auch am coachen, du mich am coachen, der Osman dort. Und ich bin so, ich frisse. Und dann habe ich gemerkt, Bro, lösch die Disc aus deinem Kopf, weil das bringt dir im Jiu-Jitsu nichts. Das sagt der Sam ja auch immer. Du musst immer Herr über die Situation sein, du musst deine Emotionen kontrollieren. Mit Wut an eine Competition im Jiu-Jitsu gehen, Bro, du wirst verlieren und du verlierst als erstes gegen dich und dann gehst du rein und dann verlierst du mal gegen den Gegner. Also wo ich ausgechoked worden bin, mit dem Choke, den ich jetzt immer mache, also das ist auch so ein bisschen das Paradoxe, ich bin ja wirklich mit dem Ezekiel-Choke ausgechoked worden. Shame on me. Bin ich rausgekommen und ich bin so hässig auf mich selber und dann bin ich zu euch gelaufen und wirklich Walk of Shame, die 20 Meter. Nicht einmal wahrscheinlich. Nicht einmal. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, wirklich, ich habe am ganzen Körper zittern, das war so gewesen. Ja, Bro, du hast den Kampf gegen dich verloren. So, mach's besser. Ja, aber ich glaube, die erste Competition ist speziell. Und du kannst nur lernen, klar, es gibt immer die Floskeln von wegen, wenn in der Ring steht, hat schon verloren, bla 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 bla, und das kennen wir glaube ich auch alle. Aber es ist halt,
das ist halt am Ende des Tages ist es halt wirklich so, du lernst halt von jeder Niederlage solltest du etwas lernen. Ob du etwas lernst oder nicht, das liegt an jedem selber, aber du grundsätzlich, du lernst ja nach jeder Niederlage, lernst du wieder, also nur wenn es wieder ist, wieder in den Ring hineinsteigen. Hast du schon gelernt, also eben, Voll. das mit dem Ego wieder. Und ich glaube, die erste Competition kann man schon fast wie nicht werten. Und die Tatsache ist auch, es gibt immer einen besseren, also weißt du, so, Voll. Du gehst mal hast du Glück oder Unglück gehabt und dann hast du gerade irgendeinen super guten, keine Ahnung, also kurz vor der Graduierung oder, Ja. oder und was machst du dann? Also weißt du, von dem her, Glück ist sicherlich auch im Kampfsport überall, braucht es auch. Es braucht klar Können und eben ein bisschen Glück braucht es überall. Und auch, glaube was das riesige Thema ist so Tagesform. Genau, du hast es vorhin auch gesagt, genau, du kannst an einem Tag ein bisschen verschlagen und am nächsten Tag hast du genau die gleichen, die du verschlagen hast und hast Mühe. Weil eben, du schaffst 8 Stunden und vielleicht trainierst du noch voran, vielleicht hast du noch Stress daheim und Lampen und dann musst du schon, es ist ja doch auch ein bisschen ein taktischer Sport, Jiu-Jitsu. Ja, extrem. Du musst mit dem Kopf irgendwie dabei sein und eben, das ist nicht immer ein super schöner Tag. Umso wichtiger ist es eben genau, und um das geht ja auch in der Podcast, dass man sich das Leben zu diesen Konditionen irgendwie aufbaut, plus minus, dass du immer wieder ein bisschen Dopaminausstoß wie hast, weißt, dass du immer wieder ein bisschen Glückshormone in deinem Körper hast, dann geht es dir ja auch besser, kannst den Alltag besser bewältigen und dann hast du auch einen freieren Kopf. Ich merke das, weil eben Human Chess nennt man ja auf Jiu-Jitsu. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich Schach spiele. Ich habe das jetzt im Gefängnis mit Insassen oder mit Kollegen daheim. Wenn mich Gefühle beschäftigen oder ich irgendwelche Sorgen habe, Bro, ich komme voll drunter im Schach. Es ist so, ich habe die Kapazität gar nicht nachzudenken. Und im Jiu-Jitsu ist nicht einfach, ich mache die Combo, die ich wie auswendig gelernt habe. Nicht, dass ich möchte jetzt nicht Thai-Boxen abwerten, gar nicht. Da gehört ja auch viel Auge und was Kopf dazu. Aber es ist so ein Sport, der von der Situation lebt, dass wenn ich im Underhook bin, machst du etwas anderes, wenn ich den Kopf packe, machst du etwas anderes, dass du sharp musst sein in deinem Kopf, dass du überhaupt das kannst bewältigen. Das So. ist schon so. Also, es ist eine grosse Kopfsache, also du musst mit dem Kopf wirklich bei der Sache sein. Ich glaube eben, im Thai-Boxen musst du mit dem Kopf dabei sein. Voll, also, voll. Oder jetzt, egal welche Kampfsportart, aber im Jiu-Jitsu ist es halt wirklich so, ja, den Kopf musst du einschalten, wenn du den nicht eingeschaltet hast, hast du schon verloren. Und vor allem an einer Competition dann hast du noch Emotionen, Adrenalin, Stress, Angst, das kommt dann alles zusammen. Ja. Bro, mein Puls war glaube ich auf 1000 gewesen. Ich habe mein Herz da gespielt. Glaub. Also eben, ich glaube meine erste Competition ist so hure gut gegangen, das ist im ist ja der Worlds gewesen, die Weltmeisterschaft, ich glaube meine erste Competition gewesen, im 2012 oder 2013, aber schon mein Handy noch. Ja. Als White Belt bist du gegangen? Als White Belt bin ich gegangen mit dem Sam. Die andere Person erwähnen wir jetzt gerade nicht, die dabei war. Aber mit dem Sam bin ich, genau, in Los Angeles sind wir gewesen. Wir sind zuerst auf San Diego und trainieren beim Galvao, im Atos. Ja. Und danach sind wir auf LA über. Und dann dort an die WM. Deine erste Competition war in LA. Die erste LA. Competition war in LA, in der Pyramide, wo eigentlich jedes Jahr die WM stattfindet. Und dort war sie, ja. Ich habe gemerkt, 2013 oder 2012 ist es gewesen. Also nach 2 Jahren, 1 oder 2 Jahre nachdem ich mit Jiu-Jitsu angefangen habe und dort die Weltmeisterschaft gewonnen. Geil, Bro. Geil, schön. Und Das man ist sieht's wirklich, auch. der erste Wettkampf ist wirklich gut gegangen. Ich habe es leider, glaube nicht mehr. Aber der 2012 oder 2013 muss es gewesen sein. Okay. Gi. Gi, ja. Gi. Dazu habe ich Gi geliebt Gi. und Nogi gehasst. Für Genau, diejenigen, die es wie nicht jetzt. wissen, Gi ist der mit dem Kimono und Nogi ist natürlich das auch nicht Kimono. Genau. Also ich habe es ja schon schwul gefunden. Ja, da sehen wir es nicht, aber da, Worlds, boah, ja, das siehst du als Jahr nicht. Aber das bin ich da. Nein. 2012. Weg. Ich hätte dich nicht erkannt. Zeig es in die Kamera, wenn man das sieht. Mit einem super Pornoschnauze.
Krass. 2 Stripes, ne? 2 Stripes, genau. Also ein Jahr, nachdem ich in der Schweiz angefangen habe. Aber eben, dort war es wahrscheinlich auch eine rechte Glückssache gewesen und halt eben durch die Fitness, die ich hatte, Ja. wahrscheinlich auch noch dem verdankt gewesen. Eben, dort bin ich glaube auch über 130 Kilo gewesen oder so. Ich muss auch sagen, ich sage dir ehrlich, also ich bin auch, glaube ich, ein bisschen zu früh gegangen, Bro. Ich bin auch... Du hast selber gesagt, hey, look, ich finde es gut, dass du die Competition gegangen bist, aber vielleicht so die erste Competition gerade nach Rom, IBGGF, ist so vielleicht hättest du mit für die Cornflakes-Titel zuerst anfangen, um mal wie reinkommen. Also ist ja gerade, ich bin so vielleicht gerade in die Champions League wie eingestiegen und Das ist, also, ja. dann noch verletzt, eben Rippe ist schon noch Genau, das gebrochen. ist glaube ich, das Primäre gewesen, oder nicht? Voll, Bro. Und Rippe Vorbereitung ist, also ich kann mich gut vorbereiten und habe noch eine gewisse Klasse müssen. Also ich habe 89 gekämpft, ich bin jetzt 80. Ja, Das ist mein also, Normalgewicht. So, wir sind eigentlich, ich sage es mal, prädestiniert gewesen zum Scheitern. Scheitern. Weil ich glaube, eine saubere Vorbereitung, die braucht es. Also, Ja. und dann musst du Minimum, ich sage 4-mal in der Woche kommen. Ja. Aber ich glaube allgemein, egal was du machst im Leben, du musst ich sage jetzt, das alles absolute Minimum ist es 3-mal in das zu machen, wo du Erfolg hast. Das ist das absolute Minimum. Ja. Ich bin der Meinung 4, aber damit du vorwärts kommst und auch Erfolg kannst haben, musst du etwas 4-mal in der Woche können ausüben. Mhm. Ja, also mehr als die Hälfte als die Woche lang ist so, oder? Wenn du eine 7-Tage-Woche ist, dass du 4 Tage mindestens gehst. So, Erholung auch, ist natürlich auch wichtig, aber... Klar, aber ich denke, wenn du willst irgendwo weiterkommen, behaupte ich, musst du 4-mal gehen. Mhm. Und sonst kommst du, glaube ich, nicht... Also, sonst machst du Fortschritt, aber also, es ist halt einfach in einer Zeitsache. Und ja, wenn du etwas willst, erreichen und dich willst messen, dann sage ich jetzt mal, an der Competition willst gehen, dann musst du für 4-mal gehen, weil du musst denken, die anderen gehen 10-mal. Mhm. Mhm. Ja, die anderen schlafen nicht. Die anderen schlafen nicht, oder? Und ich glaube dann, vor allem dann, wenn du Black Belt bist, dann hast du das erst recht. Wie lange bist du jetzt Black Belt? Ich hatte 3 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, weil ich jetzt Ja. einen Stripe bekommen vor ein paar Wochen. Genau, ja. Das Cyborg da war. Ja, ein Motherfucker, Mann. Bro, ich habe immer gehört, Cyborg. Und nicht, dass ich einen Schlag habe, ich habe mir gedacht, ich kann es mir schon nicht vorstellen. Und dann bin ich an dem Seminar gewesen, und er hat einen Joke gezeigt, Bro, und den habe ich auch voll adaptiert. Ist der mit dem... Genau. Ja, und das ist halt super für den Ezekiel, weißt du? Ich täusche den Ezekiel an, die Leute denken, fuck, er beschützt jetzt den Hals und dann... Der ist verdammt gruselig. Der ist so hässlich. Der ist richtig gruselig. Bro, demütigend. Es ist demütigend und wenn die Leute, also bei den, da wo wir es geübt haben, wo es bei mir gemacht haben, du hast das Gefühl, deine Wirbel fallen jetzt dann raus und dein Kopf fällt von deinem Hals wie ab. Es ist erstens demütigend, dass du einem seine nasse Brust in deinem Maul drin hast und dann fickt es dann noch so in den Nacken. Es ist, Der ist wirklich gruselig. aber geil. Aber eben, du sagst Cyborg auch, glaube ich, 42 vielleicht mal. Aber auch, also weißt du, so eher alt eigentlich für einen Kampfsportler, nicht alt sonst, aber für einen Kampfsportler, oder Allgemeinsportler, glaube ich, bist mit 40 aufwärts bist eigentlich eher Älteres Kaliber. älteres Kaliber. Und er mischt doch halt mit, also muss man ihm doch auch hoch anrechnen. Voll. Und auch seine Philosophie, also... Was er auch gesagt hat, das ist das Seminar, ich habe gedacht 1 Stunde und dann ist fertig. Es ist irgendwie 3,5 Stunden gegangen. Ja. Aber auch was er dir für Sachen wie mitgibt, mich hat es mal voll motiviert und mir jetzt mal so richtig den Biss gegeben. Also sein Mindset ist einfach krass. Dann Brutaler Mindset, er ist ein richtig geiler Typ als Mensch. Und ich glaube auch, der hat auch der wird ja auch genug Scheiße erlebt heute im Leben. Ich meine, aus Brasilien, also... Ja. Ich glaube, so wie ich das letzte Mal, also, als er mal erzählt hat, ist mit nichts, glaube ich, mit 80 oder mit $800 irgendwie sowas auf Miami gegangen. Und das ist es, was er hatte. Wir hatten ihn gar nicht gehabt. Und dann hat er noch in der Dusche geschlafen und so Geschichten. Und jetzt hat er doch, glaube ich, ein paar Weltmeistertitel, oder? Und ist ADCC-Champ. Ja. Und ein super guter Mindset. Ja, voll. Ja, beeindruckend. Und ich glaube, er kann recht viele Leute, mit dem Reden kann er recht viele Leute beeinflussen.
Vorausgesetzt, man hört zu. Ja, voll. Und man ist auch parat dazu. Oder? Man kann sein Ego mal wegtun und mal zuhören und lernen. Das ist auch so wichtig. Leute haben immer das Gefühl, wenn jemand dir etwas beibringen will, fühlst du dich immer so ein bisschen angegriffen. So, was will er mir jetzt sagen? Oder kennt er mein Leben? Oder er weiß gar nicht, was ich für Probleme habe. Aber Alter, du kannst einfach zuhören. Das, was du dir rausziehen kannst, kannst du dir rausziehen. Und das, was nichts für dich ist, kannst du dir auf die Seite lassen. Du musst nicht immer gerade, nein, das hilft mir nicht. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt. Los zu oder hebt die Schnur einfach. Bringt's dir, also eben, wie du sagst, ja, du sagst es eigentlich genau richtig. Das ist genau das. Man muss eben, wie du sagst, offen sein für so etwas oder empfangbar. Empfangbar für gewisse Inputs. Viele sind gar nicht empfangbar, wollen vieles ändern, aber sind gar nicht empfangbar auf Inputs von extern. Und viele Leute kannst du gar nicht helfen. Ja. Auch wenn du helfen willst, gibt viele Leute, die sich gar nicht helfen lassen. Ich glaube, ich hätte mir selber nicht helfen lassen von irgendjemandem. Das haben wir vorhin besprochen. Genau, das hast du vorher. Wir haben vorher ein bisschen zmörgelt, haben wirklich grob gesagt, über was wollen wir reden. Dann haben wir gesagt, das ist jetzt so sicher ein riesen Thema. Und du hast nachher gesagt, jetzt habe ich den Faden verloren. Eben, wärst du wäre jetzt mal ein Ich von heute, also sagen wir so, würden wir können Zeit reisen und ich als Person könnte zurückgehen in 2010, 2011, als ich angefangen habe mit Jiu-Jitsu. Unabhängig vom Jiu-Jitsu jetzt, ich hätte glaube auf mich selber gar nicht gehört. Das heißt, hätte ich gesagt, hey Lutschi, mach das so und so und so, hey, das ist der falsche Weg, das sind die falschen Werte, pass auf und konzentriere dich auf andere Sachen. Hätte ich gesagt, bist doch ruhig, Mann, hast du keine Ahnung. Ja, schon. Was weißt du schon? Was weißt du schon? Ja. Du hure Banane. Was hast du schon erlebt, Was du hast du Banane? schon erlebt? Nein, weißt du, also, ich bin mir sicher, ich hätte so reagiert. Ich hätte wahrscheinlich die Inputs gar nicht wahrgenommen, eben, auch wenn es ich selber gewesen wäre von der Zukunft. Ja. Ich glaube, ich bin so gefangen gewesen in der falschen, was nicht falschen Welt nennen, aber ich habe mir ein Konstrukt aufgebaut, dort, wo heute falsch ist für mich. Ja, wo nicht gewinnbringend ist für dich. Weißt du, meine, eben, immer Lampen, immer Stress, immer nichts Schönes. Also, weißt, so, nein, kein schönes Leben. Also, ich empfinde es nicht als schönes Leben. Und darum, ich glaube, dazu hätte ich auch nicht auf mich selber gelassen. Wäre einer zu mir gekommen und ein externer erst recht nicht. Ja, eben. Und du hast ja auch gesagt, Bro, ganz ehrlich, also machen wir den Podcast, reden wir darüber. Und es ist ja auch das, hey, schaut, zieht euch da etwas raus, wenn ihr könnt, wenn ihr wie möchtet. Aber du hast auch gesagt, hätte ich damals den Podcast gelesen, jetzt, du hättest dir auch gedacht, Alter, hab die Schnur, Mann. Ja. Also, so, easy, du bist ein Black Belt, easy, du bist riesen Tier, früher bist du agro gewesen, aber du bist du bist nicht den Weg in meinen Schuhen wie gelaufen. Gibt es etwas, wo du diesen Leuten wie einen Tipp würdest mitgeben oder einen Tipp an den Lutschi mit 16 bis 25? Ich glaube, der Lutschi dazu mal hättest du auch verschlagen. Okay. wie Susan. Ja, wie Susan. Susan, good job. Hast du gut gemacht. Ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was mich dazu mal. Ich glaube schon. Ich glaube, also ich hätte nur auf die harte Art und Weise, und ich habe es ja auch auf die harte Art und Weise lernen. Ja. Also weißt du, so, ja, also auf die harte Art und Weise eben. Wenn ich sage, wir sind ehrlich, eben, mit Knast und Zeug und Sachen, ich meine, das ist ja die Tatsache, das ist ein Fakt. Und das ist nichts Schönes. Ja. Also U-Haft und so ist nichts Schönes. Du schaffst selber im Gefängnis, Ja. und du weißt ja, wie es ist. Die Freiheit, die dir weggenommen wird, ist etwas vom Schlimmsten. Ja, aber das ist das grösste Gut, das du eigentlich hast, dass du dich frei bewegen Das sollte kannst. man eigentlich können schützen, und Freiheit ist etwas vom Schönsten auf dieser Welt. Ja. Ich meine, jetzt unabhängig, ob jetzt eine andere Region, ein anderes Land, da hast du auch keine Freiheit und kein Leben. Das ist brutal. Und ja. Und dazu mal hätte ich wahrscheinlich nur. Ich glaube, ich hätte es nur auf. Also, so wie ich es erlebe, also nur durch die harte Art und Weise. Bro, ich habe ganz kurz gesehen, rede ich kurz weiter, nicht, dass mir da die Kamera abstellt. Ich habe das gar nicht angeschlossen.
Genau, eben, ich jetzt glaube nur auf die harte Art und Weise gelernt oder ja, so ist es. Und ein Tipp für die anderen, eben, ich würde ja gerne Leute helfen. Ich habe eine Zeit lang irgendwie Sozialarbeiter werden Ja, und hast du möchte Jungen eigentlich helfen, auch wenn ich wahrscheinlich gar keine Nerven habe. Aber nein, ich würde gerne eigentlich sozial habe ich gerne etwas machen, zum die Jungen, zumindest vielleicht das Programm, was heißt so, die Jungen eben bei uns in Rockhaus, es vielleicht nicht ein Druckhaus sein, aber keine Ahnung, weißt du, denen mal auch zeigen, dass es anders geht. Also ich habe doch vieles gemacht im Leben, vieles falsch gemacht, ich habe doch vieles auch gesehen im Leben und ich glaube, die heutige Sozialarbeit, ich kenne es nicht, das ist jetzt nicht normal, ich denke einfach, ich meine, die haben Theorie und dann müssen sie es irgendwie umsetzen. Theorie ist alles gut und recht, aber die Praxis, habe ich das Gefühl, fehlt ihnen. Also, kommt einer direkt aus der Schule, wo Sozialarbeit ist, kommt er an diesen Kindern an, wo so Problemfälle sind? Vergiss es. Und ich meine, dazu mal glaube ich, hätte ich vielleicht auf so einem weißt, so einen, wow, den kennt man, der ist brutal und der ist krass und so. Ja, das ist gefährlich. Der ist gefährlich. Und wenn der dir vielleicht etwas gesagt hat, sage ich, ja, okay, weißt du, ich meine, und ich glaube, das braucht es ja. Darum, ich hätte gerne etwas gemacht, nur eben, es ist halt, ich hätte keine Chance, oder? Aber muss man sagen, der Weg wäre hure mühsam und ich bin wahrscheinlich dort aus das aber zu faul. Aber ich würde gerne, also weißt so, wenn es ein Programm könnte geben, wo du sagst, hey, dann würde ich sogar machen, weißt du, dann würde ich gerne mal so 2, 3 Götti-Kinder haben, die ich könnte betreuen und helfen. Würde ich gerne machen, weil ich glaube, du kannst denen viel geben, Bro. Ja. Es ist ja so. Es ist ja nicht, dass du sagst, ich habe Weisheit mit Löffel gefressen und ich erzähle jetzt, wie das Leben läuft. Aber du bist doch einen Weg gegangen, wo du dir eben, du sagst, U-Haft, Schlägereien, falsche Kreise, ja, so ein bisschen Negativspirale, ist ja viel authentischer, wenn du darüber redest, als einer, keine Ahnung, der jetzt Schule gemacht hat und mit Rosenblättern das ganze Leben lang beworfen worden ist, der kann den Pain da nicht spüren. Das sage ich ja auch immer. Wenn jemand sein Dad stirbt und der kommt mit seinen Kollegen reden und die haben noch alle einen lebendigen Vater und die sagen, Bro, ich verstehe dich. Nein, Alter, heb die Schnur, du verstehst ihn nicht. Du kannst dich vielleicht reinversetzen, du kannst ihn Trost spenden. Ich weiss so, dass ich verstehe dich, ist so ein bisschen nett gemeint, aber man muss aufpassen mit so Sachen. Ist Du so. checkst es nicht, Alter, Mann. Der Typ hat seinen Dad verloren, deinen erlebt. Du kannst ihn umarmen und dann sagst du, ich verstehe dich voll nicht. Und das sage ich ja auch immer. Ich habe auch einen Psychiatrie-Spitex, wo ich dann Leute wie begleite. Ich habe auch einen gewissen Weg hinter mir. Ich habe auch die kleine Schattenseite vom Leben wie gesehen. Und darum bin ich auch gut bei meinen Patienten angekommen, weil sie denken, ey, der weiß, wovon er redet, weil er hat die Scheiße auch durchgemacht. Er hat ein bisschen mehr Glück im Leben vielleicht gehabt, dass er jetzt nicht an einer Krankheit wie leidet oder keine, die diagnostiziert wurde. Das könnt ihr ja hinter der Kamera machen. Und das ist viel, viel, viel authentischer und auch gewinnbringender. Aber ich glaube schon, dass du etwas, jetzt ist mir gerade etwas in den Sinn gekommen, du könntest schon etwas machen. Es wäre doch hure geil, wenn man wie so für Eltern ein Programm aufschaltet, wenn ihr schwierige Kinder habt. bringen Sie es raus. Nein, Bro. Der Sam kann man- Ohrenfreude. Ja, der Sam, nein. Nein, Sam, das machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Aber, keine Ahnung, ich sage jetzt so wie ein Lager, oder? Ein Lager, Aber eben, ich glaube, auch der Sam hat die anderen. Wir Ja. haben doch ein paar schwierige Fälle bei uns Bro, 100%. Das und ist er hilft, glaube ich, doch. Also, er hat eine Art und Weise, eine spezielle Art und Weise, aber nochmal, eben auch bei mir und ja, jetzt sage ich es auch beim Danko, Ja. wir sind beide sehr schwierig gewesen. Genau, Das ist der sein Band, Logo. Sein Logo. Und es ist auch nicht aus einem nüchternen Grund dort. Er hat also eine Berechtigung, wieso das da ist. Der Typ ist wirklich... Und ich rede wahrscheinlich auch im Namen vom Danko, auch bei ihm, genau das Gleiche. Ich meine, wir sind mehr oder weniger der gleiche. Ja, man hat euch gekannt da. Und ja, eben, wenn der Sam da war, kein Rückkurs da. Also weißt du, darum sage ich, und auch jetzt, wir haben doch schwierige Fälle teilweise bei uns. Bro, extrem. Es ist wie eine Selbsthilfegruppe. ein bisschen. Er hat es ja doch, ja, es ist eine Selbsthilfe. Ja. Und er hat doch die gezwungen, zum Arbeiten zu gehen. Ja. Und die arbeiten.
Eben, er hilft wirklich, wo er kann. Und das ist ja auch das Ruckus eben. Und darum habe ich es mir tätowiert. Es ist nicht, ich bin jetzt da in einem Club und dann willst du den Leuten gefallen und machst wie ein Tattoo. Es ist eine fucking Philosophie, die wir dort erleben. Und der Sam ist so wirklich das Zugpferd. Für mich ist es auf jeden Fall so. Und ich habe auch hure viel von ihm gelernt, Bro. Also, weißt du, und ich bin jetzt nicht einer, der jetzt, keine Ahnung, nicht im Leben steht. Du kennst mich, ich habe so mehr oder weniger ein bisschen mein Zeug im Griff. Aber psychisch oder auch so mental hat er mir so krass geholfen. Ich kann nicht damit sagen, der Sam ist nicht die Person, die das Film macht. Aber ich glaube, er hat schon so viel zu tun im Ruckus, dass jetzt Das so ist so. 16-jährige Golfen, irgendwie, die Aggressionsprobleme haben, vielleicht das Fass würden zum Überlaufen. Ja, ich glaube, für das bräuchte es dann auch Zeit. Also, Genau, und auch andere ja, Weg vielleicht. Vor allem an den Weg. Und ich glaube, die müssen ja auch ein bisschen anders abfangen. Also, sagen wir, das Problem kommt mit 16, ja, vielleicht Kampfsport, wenn du es so verbringst, dass es im MMA, weil MMA ist ja doch, wow, super, oder, als 16-Jähriger. Wenn du es so kannst überbringen kannst, dann kommst du vielleicht die Leute an. Aber eben, das musst du auch wieder individuell an der Person anpassen oder am Kind anpassen. Eben, du musst ja wie einen Zugang haben, um zu diesen Kindern anzukommen. Sei es jetzt halt über Kampfsport, wenn sie es jetzt wirklich geil finden, oder eben, wenn es ein Fußballer ist, so wie ein Fußballer sein, damit. Es braucht wie einen Zugang zu einer Person. Also auch bei den Erwachsenen. Gell? Ich habe ja mal, wo wir in Miami waren, ja, mit dem Sam, im 2017, sind wir beim selber trainieren. Und dort hat es Jason, hat er, glaube ich, geheißen. So ein typischer Ami, wie es im Bilderbuch steht, Militär, irgendwie x-mal in Afghanistan und Pakistan und was geht sonst noch überall gewesen. Und der hat doch einen rechten Dachschaden, also er ist so, ja, psychisch, so wie es man in den Filmen und so gesehen, Ja, der hat psychisch wirklich und der hat mit ihm geredet und er hat gesagt, eben, er kann wie nicht mit Leuten, also er kann nicht mehr mit den Leuten, wo einfach so auf der Straße kann nicht socialisen und so, hat das einfach wie nicht mehr, aber sobald er jemanden findet, wo er Jiu-Jitsu macht, dann hat er so wie eine Connection. Ja, das ist ein Sprachrohr. So, Sprachrohr, oder? ja, genau. Und ich glaube, das braucht es auch bei eben so Problemfällen. Es braucht einen gemeinsamen Nenner, Voll. wo man sich trifft, Ja. wo man sagt, okay, den kann man dort irgendwie abfangen und dann kann man auf das aufbauen. Und ich glaube, das braucht halt wahrscheinlich einfach sehr viel Zeit. Ja. Aber schau, meine Idee ist so, ein Lager, wo Eltern, die überfordert sind mit ihrem Golf daheim, weil es Weißt, einfach... wir sind noch nicht überfordert mit 20 Golfen. Bro, dann schlemmen die einfach ab. Du! Von dem Hintergrund. Wir. Ja, aber, ja, nein, also, was hast du vorher gesagt, Bro? Was hätte dir wie geholfen? Dass Ja. sich jemand abstand? Und ich sage nicht, wir schlagen die ab, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber so... Der gemeinsame Nenner ist dann einfach die Aggression, die sie haben. Sie müssen ja nicht mal Kampfsport machen. Und dann kommen sie, und dann bist du zum Beispiel dort, oder? Und einer denkt so, was will der alte Mann? So, oder ein 16-Jähriger. Dann sagst du also, komm, mach, was du willst. Gib Gas. Und dann lernt er, oh fuck, so krass bin ich gar nicht. Und dann bist du in einem Lager mit keinen, sagen wir, 10 Jugendlichen. Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Und machst eine Woche Workshop und ein bisschen so Sport. Und dann eben bin ich auch dabei und meine Expertise, wo ich ein bisschen so aus der Psychiatrie, oder ich habe ja noch viele Jugendliche gehabt, oder jetzt auch im Knast, ich sehe es ja auch immer wieder, dort sind und die Leute wie versuchen, auf die richtige Bahn zu lenken. Am Ende des Tages ist es immer eine intrinsische Motivation. Wenn du das machen möchtest oder den Sinn siehst, dann machst du es. Wenn nicht, dann können wir 3 Monate Seminar machen, es wird nichts bringen. Aber ich glaube, wir hätten Expertise dazu, so etwas wie auf die Beine zu stellen. Also, wenn sich irgendein Familienmitglieder angesprochen fühlen, Send me location. genau, also weißt, also ich bin offen, wir können das gerne mal anschauen. Also, ich glaube, ein Versuch ist sicher wert. Bro, schau, also Zahlen, Fakten, kurz. Psychiatrie, Kinderpsychiatrie, Jugendpsychiatrie sind maximal überlastet. Der Druck von der Gesellschaft steigt, Social Media tun auch seinen Beitrag dazu leisten, dass Leute einfach in dem System, wo seit Jahren steht, Arbeiten, Frau, Kind, Familie, zerbröckelt so wie klein. Weil Leute sehen, du kannst auf TikTok tanzen und Millionen verdienen. Ja, es ist Tatsache. Ja. Dass es ja, aktuell so strub und wie komisch ist,
dass alle dekompensieren und extrem viel Gelder jetzt investiert werden für genau das, weil die Jugend von heute ist die Zukunft. Also die müssen ja für uns schaffen, dass wir auch mal in die Rente gehen können. Man, Das ist schon so. Hat etwas, die degenerative Zukunft. Oder Ja, Kinder voll. heute. Ist schon so, gebe ich dir recht. Das ist ja das haben wir auch angeschaut oder besprochen gehabt, Social Media. Mhm. Boah, weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Also, eben. Früher habe ich es gut gefunden, als ich Single war. Also, es ist eine super Kontaktbörse. Ja, Instagram, hey. Mark Zuckerberg, danke vielmals. Schwester. Die Bill ist im Kollegen. Meine Frau blickt mich um. Nein, sie weiß es. Also weißt, für mich ist es mal also, auch so reine Plattform gewesen, zum Das viel zu kennenlernen. ja, Sorry. viel zu klar machen, ganz Ja, einfach. voll. Wir haben es immer lustig, also wenn ich gesagt ein Like ist gleich ein Fick. Also weißt du, so, ja. Ja. Aber ich behaupte, die Menge an Informationen, die eine Person auf soziale Medien bekommt, ist brutal. Mhm. Eben. Und du siehst ja immer nur die schönsten Sachen und der Algorithmus ist ja so gut. Brutal. Der Algorithmus ist brutal. Also Also, vor weißt allem du, TikTok, Bro, die haben die Mutter gefickt vom Algorithmus. Das ist Also- wirklich krank. eben, ich habe TikTok nicht, ich kenne es jetzt von meiner Frau, auch eine ganz lustige Story, aber das ist was anderes. Nächstes Mal. Also weißt du, so, der Algorithmus ist brutal und der zeigt dir genau das, was du gerade wie du im Mut bist. Also eben, ich sage, keine Ahnung, dann siehst du nur die schönsten Sachen, die schönsten Frauen, die schönsten Sachen im Strand oder siehst nur noch Leute mit Kohle und geile Uhr und geile Autos. Und, du siehst immer nur das Schönste vom Leben von einer Person. Und ich glaube, egal wie stark du mental bist als Mensch, wenn du tagtäglich mit so Informationen überflutet wirst, kannst du nicht sagen, es macht nichts mit dir. Ja, bin ich voll bei dir. Das ist ja das, was ich dir vorher gesagt habe, so die Achterbahn von den Gefühlen, oder? Genau. Du siehst eine geile Frau, wie spitz, siehst einen Hund, denkst, oh mein Gott, herzig, siehst, keine Ahnung, Kriege bist, oder Schlägerei, bist so. Es ist so krasse Emotionen, du bist ja fast manisch-depressiv, also bist ja fast bipolar bei dem. Das weil meine ich. das Leben ist ja eigentlich nicht so, weil bis deine Gefühle sich mal ändern oder schwanken, braucht sie ja wie ein bisschen, aber das, ich sag dir, ich habe es ja vorher auch gesagt, wenn ich TikTok bin, eine Stunde am Abend und es antun, es ist für mich, ich fühle mich richtig ausgelutscht, so ein ausgelutschter Tampon, Bro. Ich fühle mich, es ist anstrengender als ins Training gehen, weil es ist so, was habe ich mir jetzt wie alles gegeben, Mann. Also, ich habe es gleich, das ist ja auch das, mein Monster, wir haben es gleich, ja, judge me, es ist... Wie gut, du hast das von einem guten Grund, du bist Single. Ich bin Single, Glaub. ich bin Single, Bro, ewiger Single. Und natürlich auch der Podcast, oder? Ist auch, ich muss ja auch den Podcast vermarkten. Weißt du, Also voll. Frauen, wenn... Top Mann. Aber ja, es wird kleiner geredet in unserer Gesellschaft, als es eigentlich ist, oder? Es wird immer beschönigt. Ja, Ist doch voll also geil. alle wissen es ja eigentlich, Genau, oder? aber jeder hat es. Aber jeder. So, Jeder. das ist so ein bisschen auch das, oder? Und letztendlich, also mit diesen Filtern, verschrocken. Ich bin wirklich verschrocken. Es ist so krass. Es zeigt einfach etwas, was eigentlich nicht wahr ist. Es ist so eine völlig virtuelle Welt. Eben. Da kommen wir wieder Metaverse und so, oder? Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da sind wir aber noch 30 Jahre zu früh. Metaverse. Was ist das, Bro? Ja, so die virtuelle Welt, so halt eben virtuell. Ah, okay, Ja, Brille an, und scheiß auf genau, das Leben, so. leb ein bisschen. Ja, ich lebe sowieso in der virtuellen Welt und so und Okay. laufe dort ein bisschen rum mit meinem Avatar. Okay, Habbo-Hotel ein bisschen. Genau. Avatar, Der Film? der Film, Ja. erster Teil, oder? Ja. Er hockt in dem Dings Genau. und lebt eigentlich Metaverse, also lebt in einer anderen Welt mit seinem Avatar. Und will ja unbedingt, oder? Genau. Er will ja unbedingt dort drinnen Ja, bleiben. aber unbedingt genau. Ja, Nachher hat er es geschafft wegen dem Baum und so. ja genau. Nein, aber das ist so ein bisschen das. Und ich glaube, du hast einfach... Wir wissen alle, alles was man sieht, ist eigentlich fake. Aber gleich posten wir dann gleich auch Fake-Sachen. Also, darum, wie gesagt, für mich ist Instagram nur gut gewesen, als ich Single war. Jetzt habe ich es nicht und wenn ich es geschafft hätte, dann würde ich wieder haben. Weil ich glaube, rein
geschäftlich gesehen oder businesstechnisch gesehen kannst du die Leute auch gut abholen auf Instagram. Extrem. Aber rein für Marketing und so Sachen ist, glaube ich, Instagram richtig geil. Also kannst geile Sachen machen, eben dank dem guten Algorithmus kannst du es relativ wirklich gut machen. Aber sonst hast du wirklich eine Unmenge an Informationen und nur die schönen Sachen und es wird nie darüber geredet. Doch, es wird ab und zu darüber geredet, aber ja, eben nochmal, du kannst, glaube ich, nur so stark und labil sein im Kopf und tagtäglich mit so super schönen Informationen gefüttert wirst, irgendwann einmal denkst, ich brauche das auch. Genau. Und dann bist du konstant eigentlich unzufrieden, weil du das nicht hast. Weil du es nicht hast. Ja, und darum, jetzt redet mir. Also ein Podcast, wo nicht einfach immer nur gelacht wird und das Leben ist so schön, das Leben ist so Instagram, sondern nein, die Schattenseite gehört wieder dazu und die darf man auch ins Leben integrieren, weil das genauso seine Daseinsberechtigung hat wie die schöne Seite. Und wenn du es ignorierst, wird es irgendwann an deiner Tür klopfen. Also es staut sich und irgendwann implodiert oder irgendwann explodiert es an einem Ort, wo es vielleicht nicht sollte. Und darum ist es mein Appell jedes Mal wieder, man sollte sich reflektieren, wer bin ich, was bringe ich in die Welt raus, möchte ich das überhaupt sein oder was muss ich optimieren, um dort anzukommen. Und ich habe es dir vorher gesagt, mega geiler Spruch, vielleicht habe ich es schon 1000-mal erwähnt, versucht so glücklich zu sein im echten Leben, wie ihr auf Instagram immer tun. Also bonne chance, es ist... Und wenn ihr es geschafft habt. Ja, meldet euch, dann könnt ihr meinen Podcast haben, dann redest ab jetzt du. Ja. Ja, das ist auch schon so. Das, darum, aber... Ja, Bro, es ist fast ohne Boden, ich schwör's dir. Wirklich, ja, eben, das, was ich vorhin gesagt habe, wegen TikTok, Algorithmus und so. Die Frau will ja surfen und so und sie hat extrem Angst vor Haifisch. So ihre Kindheitsdings. Und, was hast du das Gefühl, was sie jetzt für Informationen die ganze Zeit auf TikTok bekommt? Wie Haiangriffe auf Logisch. Surfer. Und dann kommt sie zu mir und sagt, schau, es hat, keine Ahnung, in XY hat es viel Haie. Ja, klar. Schau, in Napoli hat es auch Haie. Ich dachte, ja, klar hat es Haie, aber die werden wahrscheinlich wohl kaum... Also weißt du, so, wow, der Herkunft von diesen Informationen ist dann so... Dann sagt er, der Algorithmus ist wie du vorhin gesagt hast, sackstark auf TikTok. Ja, es ist wirklich... Also, weißt, Instagram ist schon krass, aber TikTok, du musst dir wie vorstellen, ich schaue Jiu-Jitsu-Videos an, dann habe ich ein bisschen Bock auf andere Videos und dann kommen immer wieder so Jiu-Jitsu, schau das noch. Und wenn du es dann wirklich 1 Minute lang wieder wegscrollst, weil du genug gesehen hast und dann mal geile Füße anschaust, dann zeigt es dir nur geile Füße. Und es ist so schnell, Bro, es ist wirklich erschreckend amix. Und all das, also ich bin auch ab und zu am Abend und denke mir, komm 10 Minuten, ein bisschen scrollen. Bro, aus diesen 10 Minuten wären es schnell mal 2 Stunden, Mann. Ja, also, Und dann gehst du nicht pennen. Das ist so wie ein Rattenschwanz, dann gehst du nicht pennen, bist am Morgen müde, bist schlecht gelaunt, gehst arbeiten, bist noch schlechter gelaunt, kommst heim, bist so ausgesogen, dann eigentlich das Beste, was dir tun würde, wäre Training, so ein bisschen, oder irgendetwas malen, keine Ahnung, einfach etwas für dich. Aber weil du so am Arsch bist, denkst du, nein, ich chill, weil ich muss hängen. Du bist eigentlich die ganze Zeit im Kopf dann drin, es wird immer nur negativer und irgendwann kommst du wie nicht mehr aus dem raus. Verstehst du? Und darum finde ich, jeder Mensch, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, braucht eine Passion, wo er so richtig into ist, richtig für etwas brennen kann. Ich sage, das ist der Key für ein glückliches Leben. braucht aber Zeit. Braucht Zeit, Bro, braucht Zeit. Also du eben, ich habe dir erzählt, die Verletzungen, all das, es ist ja auch ein harter Kampf gewesen, bis ich jetzt da bin, wo ich bin. Also ich bin immer noch ein fucking White Belt, aber es ist so, jetzt endlich habe ich keine Verletzungen und jetzt kann ich die Passion in dem Umfang wie machen, wo ich will. Aber ich habe auch schlimm depressive Phasen gehabt. Verletzt, dann eben früher habe ich irgendwie 18 Kilo mehr gewogen. Wenn ich verletzt bin, dann chill ich nur daheim, dann friss ich auch Scheiße, weil ich denke, so, ich gehe ja eh nicht ins Training. Das ganze Junkfood-Zeug macht auch psychisch etwas mit dir, dann hängst du nur vor dem Fernsehen, es geht immer so runter. Ja, das ist auch eine Spirale. Genau, und irgendwann denkst du so, ich soll eigentlich ins Training gehen. Und dann denkst du, was soll schon passieren jetzt wegen einmal Training gehen, also scheiß doch wieder drauf. Und ja, also es ist ein steiniger Weg, so die Passion zu finden und aufrechtzuerhalten. Das, gell? Hätte ich jetzt meine Frau nicht. Also, eben, mit meinem Sohn ist es so hure schwierig, wenn du allen gerecht willst werden. Also, weißt du, der Familie, dem Kind,
und die selber das alles unter einem Hut bringen, ist dann eine Challenge. Mhm. Und für das braucht es dann eben halt einen Partner, der dir hilft und dich unterstützt. Und das habe ich zum guten Glück. Also das auf dieser Stelle muss ich nochmal Danke meiner Frau sagen. Also wirklich, ich glaube, ohne sie könnte ich jetzt nicht so viel trainieren. Mhm. Und ja, das wäre, glaube ich, gar nicht mehr machbar. Ja, und da sind wir bei Thema Frauen. Nein. Frauen halten euch alle vom Erfolg ab. Ja, das ist so die Devise, Bro. Es ist halt nicht böse gegenüber den Frauen gemeint. Also weißt, es muss nicht heißen, dass eine Frau dich abhält im Sinne, hey, du darfst nicht ins Training. Nein, aber der Mann ist halt einfach meistens so, er ist dann so verliebt in dieser Frau, dass er dann nachher sagt, hey, komm, ich bleibe lieber mit ihr, statt dass ich ins Training gehe. Und eben, es ist ja nicht abwertend gegen eine Frau. Nein, es ist... Also weißt du, ich wollte jetzt wirklich niemandem, aber es ist einfach Tatsache, wenn oder nehmen wir es halt, sagen wir es so, nein, Frauen halten das vom Erfolg. Das bleibt Punkt. so. Punkt. Mic drop. Ich wollte jetzt ein bisschen schön reden, damit ich nicht so irgendwie die Heiden irgendwie eine Lampe bekomme. Aber es ist halt wirklich so, nochmal, du bist verliebt, oder? Und dann möchtest du ja so viel Zeit mit deiner Frau verbringen, wie es nur geht. Und dann sagst du, komm, heute gehe ich halt nicht ins Training, ich bleibe lieber mit der Frau. Nein, komm, weißt du, ich gehe heute auch wieder nicht ins Training, ich mach lieber was mit der Frau. Ja, der geile Mann. Ja, wegen einmal, dann wegen einmal sind es zweimal, danach sind es dreimal und danach ist es noch wie ein Rattenschwanz. Danach hast du wieder Anschluss verpasst, bist schlechter geworden. Die anderen sind natürlich jeden Tag ins Training. Ja. Und das heißt das kommt ja, das ist schon wieder mit der Verletzung. Wieso kann ich mein Blue Belt noch nicht? Genau. Ja, Kollege. Und das ist halt einfach, egal in welcher Sportart, dass wenn du verliebt bist, dann bringst du auch weniger Leistung, weil du einfach mit dem Kopf nicht bei der Sache bist. Und es glaube ich, das versteht wahrscheinlich nur ein anderer Partner, wenn man es jetzt irgendwie so gendergerecht machen und dann ist einfach andere Partner und Mann oder Frau spielt ja keine Rolle. Ich halte nichts von der ganzen Geschichte. Aber, Ja, gerne können wir mal darüber reden, will ich, aber es ist nein, also... ich weiß nicht. Oder, ja, Ich weiß nicht. ja, ich glaube, wir haben ein bisschen... Ja, genau. Aber wenn jetzt der Partner oder die Partnerin auch Hochleistungssport machen, vielleicht würde man das verstehen. Aber auch dort, wenn die dann verliebt ist, ist ja dann genau gleich. Sie ist. Wenn das verliebt ist, dann eben, dann willst du ja Zeit verbringen mit dem Gegenüber. Wenn das verliebt. Ja, ich versuche Ja, jetzt. ey, Lutsch, ich bin überwältigt. Ich versuche wirklich politisch und so korrekt zu sein. Nein, weißt du, was ich meine? Voll, Bro, voll. Es ist wirklich so. Ich bin auch der Meinung, wenn du verliebt bist, dann... Es ist auch so, man kann das ja... Liebe ist das schönste Gefühl auf dieser Welt, Bro. Absolut. Also weißt du, es ist auch... Allein schon Sex, wenn du verliebt bist, ist ganz anders. Das sage ich. Und dann willst du die Zeit wie investieren und ja, eben schön. Und wie du sagst, einmal ein Training, zweimal ein Training, 3 Wochen ein Training und dann denkst du, irgendwann bin ich wie draussen, oder? Scheiß drauf, jetzt bin ich jetzt mache ich schon lange, was soll jetzt ein Training schon wieder bringen? Und dann macht deine Frau Schluss. Und dann? Das ist nicht mehr. Und dann ist so, es ist eigentlich ein Selbstverrat, weißt? Eigentlich ist ja das Problem dann nicht die Frau, sondern der Typ, der seine Prinzipien nicht durchboxen kann, weil er extrem emotional wie gesteuert ist, oder? Und da kommt, finde ich, so ein bisschen wieder Stoizismus ins Spiel. Auch ganz triggernd für mich Kollegen, die immer mit ihr abhängen. Sagt ihr das etwas, oder? Klar, ja, was du sagen willst. Freundin und an all die Missgeburt da draussen, die so sind, wo ihre Kollegen hängen lassen für eine Frau, fick dich ins Knie, ich schwör's dir, Mann. Und dann, wenn es Schluss ist, ey Bro, lange nicht mehr gehört, schon klar, du Wichser, du bist ja die ganze Zeit mit einer Frau am Kleben gewesen. Also, du verratest deine Kollegen in dem Moment, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, du verratest deine Kollegen und tust deine Frau über alles stellen. Oder House oder Bro, oder? Sagt man doch, House oder Bro. Ja, genau. Bros before Hoes, oder? Eigentlich, aber... Nein, und genau die Leute sind die am lautesten schreien, Bro, ich will das nie machen, ich will das nicht haben, Kollege. Und dann haben sie eine Freundin, ich habe vergessen, wie der aussieht, Mann. Und dann ist Schluss, hey Bro, machen wir wieder etwas, wieso ruft mich keiner raus? Amigo, das ist auch eine Art von Respekt, du musst das auch wie verdienen, verstehst du? Bin ich auch mit dir. Ich habe es auch erlebt und ich bin glaube auch schon mal so gewesen, gell? Also, dass ich dann eben bist verliebt.
Oder hast du jetzt den Sex so geil gefunden, dass du dich halt in Sex verliebt hast? Also für mich ist ja das mit der Liebe, ist ja, es gibt, für das eine ist, du liebst den Mensch oder du liebst den Sex von dieser Person. Ja. Meistens ist es eigentlich meistens ist es eigentlich nur, du verliebst dich eigentlich in Sex. Weil das ist ja das erste, also du kannst ja nicht sagen, dass du nach dem ersten Date eine Person kennst. Nein. Nachdem du Vögel hast und einen geilen Sex gehabt hast, dann hast du dich eigentlich in Sex verliebt, wenn mit der noch weiter nicht Kontakt haben. Also erster Date gleich Sex heisst das, übersetzt. Ja, vielleicht auch zweit. Ich weiss ja nicht, wie die Regeln aufgestellt sind heutzutage bei den Frauen. Aber ich denke mir, also ich habe auch dazu mal gesagt, also weißt du, so, wenn du jemanden geil findest, dann findest du ihn geil, dann hast du Sex. Ob jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Dates, ist doch scheißegal. Ja, das ist auch so. Erst nach dem Dritten, ich muss mich ja wertvoller wie verkaufen, so ein bisschen. Das meine ich, aber wenn es für dich so, eben, du machst es einfach, weil irgendjemand sagt, hey, du musst nach 3 Mal, oder keine Ahnung, irgendjemand sagt, das ist so auch das, so völlig, hey, wenn du jetzt Lust hast auf Sex, dann vögel doch einfach um. Bro, ja, ich finde auch, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt mich ein bisschen reflektieren, ich bin aber schon einer, wenn ich... Okay, nein, ich sage das nicht, sonst habe ich nie mehr Sex beim ersten Date. Nein, ich bin schon so einer, Bro. Es ist immer der Umstand geschuldet, klar, aber wenn du zu schnell mit einer Frau wie intim bist, dann habe ich so wie das Gefühl, easy, ich bin jetzt einfach einer. Also, verstehst du, der andere hätte das auch wie geschafft. Und jeder will ja etwas Spezielles sein. Jeder will ja etwas Besonderes sein. Und mir gibt das ab und zu so Vibes, wie gesagt, es ist immer dem Umstand geschuldet. Wenn ich sie zu schnell vögle, ist so ein bisschen, also sie haben mir ja schon wie alles gezeigt. So ein bisschen. Ja, was heisst alles gezeigt? Also, was gibt's denn, also, aber eben, dann tust du sie eigentlich nur künstlich das Ganze ein bisschen verlängern, Voll. okay. Also weißt du, so, dann hast du das, wo dann bei jemandem heisst, ja, ich darf nach dem ersten Date keinen Sex haben, weil sonst heisst ich bin eine Schlampe. Heisst ja sowieso bei uns Männern. Also, eine Frau, egal, ob jetzt eine Frau nach einem Jahr die Muschi gibt oder nach dem ersten Date die Muschi gibt, das ist am Ende des Tages jetzt Schlampe. Also, ja. Weißt du, was geilst ist? Bro, hast du sie gefickt? Ja, voll die Schlampe. Bro, hast du sie gefickt? Nein, Mann, voll die Schlampe. Weißt du, man, gibt sie nicht diese Schlampe, gibt es diese Schlampe, also von dem her, Frau da draussen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist der richtige, gebt den Fick, was man nicht denkt. Ich schwör's dir, gebt den Fick, wortwörtlich, gebt den Fick, fickt einfach. Und vor allem, wie gesagt, ich glaube, es gibt wenig Männer da draussen, die können sagen, wo so etwas können rauslassen, weil sie selber ja genug Frauen hatten. Also, weißt du, wenn einer kommt und sagt, er nie eine Frau gehabt, dann kann er verlangen, okay, dass meine Frau auch Jungfrau ist. Ja, genau. Dann kann ich sagen, okay, Bro, hast recht, du hast noch nie Sex gehabt, du darfst, such dir eine, die keinen Sex, du darfst das verlangen. Aber einer, der irgendwie 200 Frauen gehabt hat und danach erwartet, dass seine Frau nur eine Chance gehabt hat oder keine. Bro, auch ein wichtiges Thema. Erwarte immer das, was du auch gibst. Und das ist nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Freundschaften. Also ich kann nicht Loyalität erwarten, aber bei der ersten Aktion verrate ich meinen Kollegen und sage dann ihm, wieso bist du nicht loyal gewesen? Oder eben, wie du sagst, all die Typen, so, meine Frau sollte können kochen, meine Frau sollte können putzen, Erziehung, dies und das. Ja, und du kann sich nicht mal einen Kaffee rauslassen. Weißt du, ist so, Nein, also eben. also sorry. Darum sage ich, und das ist auch wieder Gesellschaft, oder? Und das ist auch wieder, es wird erwartet, aber eben, es ist eigentlich völlig die falsche Erwartung, wie wir vorhin hatten, oder? Es wird erwartet, dass du etwas, dass jetzt dein Kind liebt, eben, das Thema, das wir vorhin hatten. Aber es ist eine Gesellschaft, die dich treibt und das von dir verlangt, aber du selber eigentlich wahrscheinlich gar nicht so bist. Und darum, ja. Können wir darüber reden? Kann ich das Thema aufschnappen? Klar. Also es ist so, der Lucci ist Vater geworden von Ezekiel, wirklich ein brutal herziger. Er kommt ab und zu an ins Ruckhaus mit seinen Nogi-Hosen und rennt dort rum. 2, Bro, ist er. Etwa. 2, jetzt im August wieder 2. Wieder 2, oder? 27. August. Und dann war so das Thema, wir haben darüber geredet, und also bei unseren ersten Dates, die wir hatten, im Yuan, das beste Sushi-Restaurant, wirklich. Ken ist wirklich auch so ein Motherfucker-Typ, auch ein Black Belt bei uns und einfach, ja, er ist es einfach, Alter. Gönnt einfach Ich so. auch noch nicht im Podcast, oder? Ey, hure gern. Ken, wenn du möchtest, take a seat, reden wir drüber. Er ist auch Japaner, also es ist ja... Ich glaube, halb Japaner, Halb. halb ganz spezielle Mischung. Ja.
Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, aber er kann auf jeden Fall Japanisch und ist eben, glaube ich, halber Japaner. Und für mich, glaube ich, beste Sushi auf der Welt. Beste Sushi. Also wirklich Welt. Ja. Nein, es ist... Der Emra hat mich dort angebracht. Dann haben wir gesagt, Bro, beste Sushi, beste Sushi. Und ich habe mir gedacht, ja, das sagst du nur, wie er bei euch trainiert, weißt du. Und er so, ja, gehen wir doch, easy. Bro, ich habe gegessen, wirklich Orgasmus, man. Immer, wenn ich jetzt an einen Geburtstag gehe und ich weiss nicht, was schenken, weil ich die Person nicht so kenne, Yuan Gucci. Das ist ein guter Ja, Tipp, Mann. ich schwöre. Muss ich glaube auch machen. Meine Mutter, die mir so geholfen hat, und mein Bruder und mein Vater bei meinem Geburtstag, das war ja auch da, habe ich ihnen auch einen Gucci geschenkt, Yuan. Meine Mom war schon 2-mal, mein Bruder ist schon 4-mal und sagen, brutal. Auf jeden Fall, genau. Und dann haben wir wieder darüber geredet, oder eben Vaterrolle, wie war das beim Essen dort? Ich kann mir das wie nicht vorstellen, keine Ahnung, sich wie so ein bisschen aufgeben für das Kind. Und dann ist eigentlich ein Thema aufgepoppt, das hure spannend ist. Und ich kenne es ein bisschen von der Frauenwelt, auch jetzt von der Psychiatrie, Wochenbettdepressionen so, oder nach der Entbindung. Baby oder? Blues, oder? Wie? Baby Blues wird es, glaube ich, genannt. Babylus? Baby Blues. Aha, kann ich nicht. Oder Kann sein. also wird es, glaube ich, genannt im Fachjargon. Im Fachjargon. Schönes Wort, Fachjargon. Und genau, das sind einfach Frauen, die das Kind bekommen und irgendwie dann das Gefühl haben, kann ich das Kind überhaupt lieben? Ich empfinde irgendwie nichts. Und es ist ja ein Tabuthema. Also, Oh ja. dein Kind musst du lieben, es ist gesellschaftlich so verankert. Und dann haben wir über das geredet und jetzt übergebe ich dir gerne das Wort. Ja, ich hoffe, ich hoffe, meine Frau verzeiht mir jetzt alles, was ich erzähle. Also, ich muss auch, glaube recht ausholen. Ich habe eigentlich, seit langem habe ich Kind wollen, als ich noch jung war. Jetzt bin ich immer noch jung, aber als ich wirklich jung war. Und danach habe ich irgendwann das Gefühl, ich bin zu alt für ein Kind. Ich will kein Kind mehr. Und ich habe kein Kind wollen. Und dann irgendwann mal gibt es gewisse Möglichkeiten, man kann sich unterbinden als Mann. Und dann habe ich das auch gemacht. Ja, darum für mich war eigentlich klar gewesen, ich bin zu egoistisch, um ein Kind zu haben. Ich liebe mein Leben. Ich habe ein schönes Leben, ich habe ein freies Leben, ich habe ein schönes Leben. Weißt, so, ich will kein Kind. Du musst keinen Abstrich machen von Genau, dem, oder weißt so. du, meine, du bist nur noch du. Und ja, und danach, weißt, wenn ich mir sage, ich habe kein Kind wollen, dann denken die Leute, ja, weißt du nicht, wie es funktioniert. Ja, ich weiss, wie man verhütet. Weißt du, meine, also, ich habe jetzt ein Kind, das ist so, und ich weiss, wie man verhütet. Und ohne Gummi ist schon geiler. Ja. Das ist so. Nein, ich weiss, wie man verhütet. Darum sage ich, es ist so, ich habe alles gemacht, was man machen kann, zumindest zu 99,9%, zum kein Kind zu bekommen. Und wir haben doch es bekommen. Also weißt du, das ist so. Ist doch passiert. Ist doch passiert. Und ich glaube nicht an Gott oder an irgendetwas, aber es ist heisst etwas. Und ich weiss, und ich habe dort sind wir zusammen gewesen mit der Ruby oder so. Aber danach ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich bin schwanger. Dann habe ich gesagt, was ist schwanger? Also weißt du, meine, kann ja nicht sein. Weißt du, viel Spaß mit dem Mann oder so. Und sie hat aber ja gewusst, dass ich unterbunden, also dass es eigentlich gar nicht kann sein, dass es funktioniert. Und ja, nicht. Dann habe ich gesagt, du schau, ist nicht von mir. Und viel Spaß. Viel Spaß, tschüss. Ciao, ja voll. Geh rollen. Geh weiter trainieren, ey. Ja, und danach irgendwie haben wir gleich noch Kontakt gehabt und eben, sie hat gesagt, also, eben, sie hat ja gewusst, dass es nicht kann funktionieren und trotzdem ist es so. Und dann hat sie gesagt, ja, schau, ich gesagt, schau, egal was, ich will das Kind nicht, also weißt du, abtreiben. Gut. Dann sind wir so irgendwie verblieben am Telefon, dann hat sie mir gesagt, wir treiben ab. Bei mich war es immer so, es ist immer mein Kind, weißt du, Ja, also, mach was du willst. voll. Und so hoher Scheiß, wenn ich sage, es ist nicht mein Kind jetzt, weil es ist ja mein Kind. Also, Aber dort hast du nicht gewusst, Genau, oder? Das dort ist habe etwas ich ganz nicht gewusst. anderes. und
danach ist der Tag, also einen Tag voran, hat sie mir, wir hatten keinen Kontakt mehr, wir haben nur noch über so WhatsApp, also eben, ich habe gesagt, fick dich, oder? Ist Ja, das voll. ist so, ist nicht mein Kind. So. Danach hat sie gesagt, ja, schau, hat sie gesagt, wir treiben ab, und, also sie treibt ab, und danach einen Tag vorne, bevor der Termin kam, hat sie mir, glaube Sprachnachricht oder ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall eine Nachricht geschickt gehabt. Es fühlt sich für sie nicht richtig an, sie wird es nicht abtreiben, sie wird das Kind behalten, können mich jetzt entscheiden, entweder der Vater zu sein oder der Zeuger. Sie haben mir die Wahl gegeben, und gesagt, Schön schau, eigentlich, ja. entweder bist du der Vater oder du bist halt einfach nur der Zeuger, und sie wird dann auch nicht, also weißt du, Das ist auch okay so. dann ist es auch okay so, weißt du, so. Und dann ist für mich so halt das ja, also immer das Gefühl, okay, es ist ja nicht mein Kind. Und, aber gleich habe ich mir nicht zur Option genommen, ja, aber was wenn, oder? Und dann habe ich mir noch kleine Abklärungen abgetroffen, gefragt, zu dem, was sie gemacht haben, und gesagt, ja, eben zu 99,9%. Dann kann das sein, dass es eben gleich funktioniert, weil früher hat man eine andere Methode gebraucht als heute. Mhm. Und wahrscheinlich durch das, dass ich Steroide genommen habe, respektive Wachstumshormone auch, halt für die ganze Regeneration. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema mit Steroiden und so. Kann das sein, durch das halt eine schnelle Zellteilung hast, etc., dass sich die zwei Eileiter wieder finden und damit auch wieder Connection haben und dann quasi wieder kann funktionieren. Genau. Und danach hat sie nicht abgetrieben, sie haben mir die Wahl gegeben. Und dann bin ich glaube am nächsten Tag bin ich mit ihr mit am Termin, glaube ich. Wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ein Statement gesehen und gesagt, ja, ich wollte nicht nur der Zeuger sein, weil ich mir dachte, ja, was weißt du, stell dir vor, er ist 20, klopft vor deiner Tür, ich werde dann dort irgendwie 60 und dann sagt er, ich bin dein Sohn. Wieso hast du mich nicht wollen? Und was Antwort ist? Ja, voll, was willst du sagen? Was ist ein plausibler Grund? Also, ich bin egoistisch, ich kann mein Leben führen oder keine Ahnung, weißt du, so, was sagst du an einem Lebewesen, wo dein Fleisch und Blut ist, es muss sich ja scheiße fühlen, wenn du sagst, ich kann dich nicht, was weißt du, so, Ja, aber darum, wenn ich jetzt sage, ich kann nicht wählen, ist es eigentlich völlig falsch, also das ist ja nicht so, weil jetzt, ich habe mich dafür entschieden, und eigentlich kann ich nie sagen, ich kann nicht wählen, aber ich muss nicht noch alles erzählen, damit die Leute verstehen, ich weiss auch, wie es funktioniert. Genau. Wie man kann schwanger werden. Also, das weiss du, darum. Dann habe ich mir gesagt, okay, komm, ich bin der Vater. Ich will der Vater sein. Wir sind da drum und dran, was es halt heisst, auch die Vaterrolle zu nehmen und für das Kind da sein. Und ja, und jetzt muss ich sagen, ist so ein bisschen, also das Beste, das Allerbeste auf dieser Welt, was ich machen konnte. Aber es war eine schwierige Zeit bis dahin. Jetzt bin ich auch Vater. Also weißt, jetzt kann ich ja sagen, ich bin jetzt ein Vater. Mhm. Und ich glaube, meine Frau kann es auch bestätigen. Weil am Anfang war eben das, das Kind war da gewesen, und als Mann wird ja von dir erwartet, dass du das Kind liebst. Mhm. Es ist da, lieb's jetzt, mach. Es ist da, lieb's jetzt. Und ich bin da gewesen und habe meinen Sohn angeschaut und ja, es ist etwas Schönes. Weißt du, es ist mega schön, dass aus zwei Menschen eigentlich etwas Kleines kann entstehen, aber die haben null Bindung, also weißt du, so null. Ja, es ist einfach da. Es ist einfach so hure hart und ich habe hure Mühe gehabt mit mir selber und dachte, fuck, kann ja nicht sein, dass ich meinen Sohn nicht liebe. Das kann nicht sein. Und ich weiss, und meine Frau hat mich gefragt, liebst du deinen Sohn? Und ich habe gesagt, nein. Ja, wir haben Streit, also weißt du, wir haben wirklich am Anfang richtig viel Streit gehabt, weil ich halt einfach keine Bindung hatte zu meinem Sohn und hure krass und ich habe wirklich gedacht, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich bin all die Jahre haben wir nicht gut getan. Weißt du, irgendetwas stimmt nicht. Ich bin emotionales Wrack, ich bin aus Stein und Vorwürfe gemacht. Und einfach so, wow. Eben, dann hat mich immer gefragt, wenn du entscheiden zwischen Hund und Sohn, hure hart, weißt du, dann wer würdest du dich entscheiden? Und ich Idiot habe natürlich die Wahrheit gesagt. Ja, dazu mal halt, habe ich gesagt, kein Hund. Aber eben, es ist so. Und jetzt ist halt
also, es ist hure hart, weißt du, so von deinem Sohn, wo ich ja jetzt über alles liebe und wirklich... Bro, du musst ein Leben geben, Mann. Du Weißt du, was ich meine? musst Es den ist Hund so- exekutieren für dein Kind. Also verstehst du, wie ich meine? Es ist so, jetzt so reden, ist für mich eigentlich hure falsch. Weil, ja, es ist eigentlich hure falsch, weil ich liebe meinen Sohn über alles und ich... Wow. Ich könnte meinen Hund eigenhändig erwürgen und das, weißt du, so wirklich völlig krass gewesen. Und am Anfang eben wirklich gestritten die ganze Zeit mit der Frau und du liebst deinen Sohn nicht, du hast keine Zeit für deinen Sohn. Ich dachte, ja, das ist wirklich so. Und ja, aber das ist so nach, glaube 6-7 Monaten und dann nach 6-7 Monaten ist dann nachher gekommen, ist das so die Bindung gekommen, wo er dich das erste Mal anlächelt. Auch wenn es nicht wegen dir lacht, weißt du, so eine Reaktion und es lacht und du kannst etwas machen und dann fängt er an laufen und wow, mega. Und jetzt, jetzt läuft, du kommst heim, rennt auf dich zu und so, Papa. Es kommt mit dir mit oder es brüllt, wenn du weggehst oder jetzt kannst du als Mann etwas machen mit dem Sohn. Das heißt, du kannst rausgehen, du kannst ihn mitnehmen, du kannst ins Rest, du kannst ihn anhocken, du kannst ihn irgendwie beschäftigen. Weißt du, es ist so, du kannst etwas machen mit dem Kind. Es ist so, du hast eine Bindung, du ich nehme mit ins Training. Wenn die Frau irgendwie gerade nicht kann oder einen Migränenanfall hat oder so, nehme ich ihn ja mit und dann ist er mit uns und weißt du, Ja, schon. ist halt mega, weißt, und jedes Mal, wenn ich gehe, dann brüllt er und das ist eigentlich etwas das ist schon traurig, dass er brüllt, aber ich finde es eigentlich etwas mega Schönes. Und auch jetzt, zum Beispiel der Kita, jetzt hat ja angefangen in der Kita zu gehen und am Anfang hat er immer brüllt, oder, als ich gegangen bin. Und die Frau, und jetzt gegen den Schluss so, hat er gerade eigentlich mit Freude geht er da und brüllt nicht mehr. Und ich so, ja fuck man, wieso brüllst du nicht? Weißt du, brüll doch! Brüll doch mal. Brüll Das ist doch wichtiger als der das scheiß ist doch wichtiger Internet. als der scheiß Kita. Und ja, es ist jetzt wirklich... Jetzt jeden Moment, wo ich heim kann, also weißt du, jede freie Zeit, die ich habe, versuche ich heim zu gehen. Früher, weißt du, bist was heimgehen, man. Ich gehe raus, ich gehe Voll. saufen, man. Weißt du, so Sachen. Und jetzt, jedes Mal, wenn ich heim kann, auch wenn ich schnell über den Mittag schnell heimgehen kann, wenn ich weiss, dass die Frau und die Kinder die heim sind, gehe ich schnell heim oder versuche, weißt du, sind die heim, komme ich schnell essen. Ich habe das Büro 500 Meter weit weg von der Wohnung. Oder gerade nach dem Arbeiten gehe ich heim, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann hocke ich an oder auch wenn ich nur dort bin, ist es so. Und jetzt versuche ich jede freie Zeit, die ich habe, eigentlich auch mit meinem Sohn zu verbringen. Ne? Und eben, das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben. Es wird verlangt von dir, dass du etwas liebst. Aber wie kannst du als Mann etwas lieben, wo du keine Bindung hast? Ja, voll. Also eine Frau, das Kind ist im Bauch von einer Frau, 9 Monate in der Regel, ich glaube es geht 10 Monate in der Regel, also weißt du, und die baut die automatische Bindung auf. Es ist ja, das Kind ist in dir drin und du baust die Bindung auf und du hast die Bindung automatisch und du liebst das Kind ja dann auch, wenn es da ist. Aber als Mann, also jetzt von mir, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Männern war, aber für mich ist es so, ich kann es nicht lieben, weil ich einfach keine Bindung habe zu meinem Sohn. Ja, das ist also mega etwas Gesellschaftliches. Eben. Es ist, wie du sagst, es wird wie verlangt. Und dann hinterfragt man sich, wie du auch gesagt hast, oder? Hat mir das alles Zeugs von früher wie nicht gut an. Was ich aber mega schön finde, und ich finde das, also die Beziehung, ich kenne ja deine Frau auch, es ist, das, was ich schön finde, ist, dass man aber auch ehrlich darüber reden kann, Bro. Weißt, es ist so, stell dir vor, du hättest es nicht ansprechen können, ihr hättet nicht gestritten. Was wäre jetzt wieder raus geworden? Weil der Frust, den du in dir reinfrissst, wächst dann auf eine komische Art, wo du es irgendwie ab und zu nicht kontrollieren kannst und dann gehen die Beziehungen kaputt oder so. Oder es wird schlimmer, wenn man nicht darüber redet, als wenn du einfach offen es ansprichst, auch wenn es mal grusig wird. So. Ja, es ist, aber ich glaube, für eine Frau ist es extrem schlimm, wenn du von deinem Partner oder eben der Vater von deinem Kind hören musst, es liebt deinen Sohn nicht. Also weißt, wenn jetzt meine Frau bekommt und sagt, ich liebe unseren Sohn nicht, das wäre für mich, glaube ich, das Schlimmste. Weißt, so, emotional würde ich nicht sagen. Aber eben, wie du sagst, man muss es ansprechen. Ja. Ich sage, man muss wenigstens ehrlich können sein und sagen, hey, schau, es ist so und so. Aber stell dir vor, es hat mich irgendeiner gefragt, der mich nicht kennt, liebst du deinen Sohn? Und du sagst nein. Ja, voll. Dann denke ich mir, schau, Glatzkopf tätowiert,
Ja, voll der Asi. Voll der Asi, Soziopath, Psychopath. Keine Ausbildung, keine Ahnung, weißt du? Ja, voll. Gerade so das Schubladisieren. Das ist ja auch das ist ja auch, Genau, schubladisieren, ja. Bro, das ist ja auch das in unserer Gesellschaft so ein bisschen. Jeder hat immer eine Meinung zu allem, weißt du? Jeder hat eine Meinung zu dir, jeder hat eine Meinung über das Thema und eigentlich die Leute, die viel reden darüber oder die viel sich mit Sachen beschäftigen, sind eigentlich so krass unglücklich mit ihrem Leben, dass sie sich an deinem Leben müssen, ja, emotional auspowern. So. Ja. Das heißt wirklich sehr viel heutzutage. Extrem. Fast ausschließlich. Ja. Also, das ist wow. Nein, darum sage ich, es ist hure krass. Ich weiß nicht wieso, dass die Gesellschaft unsere Gesellschaft so an den Arsch ist im Fall. Ich weiß wirklich nicht. Aber eben, für mich wirklich auch schwierig gewesen, zum jemandem zu sagen, hey, ich liebe meinen Sohn nicht. Also dort am Anfangszeit. Und ich habe nicht gewusst, wo mit meinen Gefühlen. Weißt du, so, mit wem willst du reden? Eben, mit wem willst du reden? Da sind wir wieder bei dem. Wer versteht dich am besten? Der in der gleichen Situation war. Und dann habe ich mir 2-3 Kollegen gesucht, die eigentlich schon Väter sind und dann auch gefragt. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, du musst auch jemanden finden, der ehrlich ist, oder? Ja, das ist auch das. Ja. Das ist auch die nächste Hürde in unserer Gesellschaft, Bro. Ehrlichkeit und so. Hast du einen, der sagt, ja, ich habe meinen Sohn am Anfang auch nicht geliebt? Das ist so. Darum ist es so schwierig, ist wirklich schwierig. Und eben, ich bin sehr froh, dass es, wie gesagt, jetzt ist so für mich, ich kann nicht mehr noch nicht. Das ist so. Man sieht es auch, Bro. Man sieht es auch wirklich. Man sieht, wenn du ihm mit Augen schaust, man sieht, wenn du ihn im Arm hast, man sieht, wenn wir sind am Rollen und nachher schreit er und wenn du bist der Letzte, Bro, der einen Roll abbricht wegen irgendetwas und wenn die kleine Brille, der Scheiß drauf, was gerade ist, es ist so. Das ist so. Priorität Nummer 1, weißt du, wird auch immer bleiben und auf das kommt es drauf an. Ich finde so die Gefühle, die du hast, also ihre Daseinsberechtigung. Das Schönste, was man machen kann, ich sage es nochmal, ich wiederhole mich, ist ehrlich zu seinen Gefühlen sein und sich mit dem auseinandersetzen, weil dann kannst du die auch wie verarbeiten, bearbeiten, lösen. Wenn du die ganze Zeit stuck bist und nicht darüber reden willst und dann auch nicht darüber nachdenken willst, dann wird das immer grösser und toxischer, als es sowieso schon ist. Also, wieso dürfen wir nicht über so Sachen reden? Wieso dürfen wir nicht über Sachen wie Essstörungen reden, wie Schizophrenie reden? Ja, genau, weil es verpönt ist. Weil wir eine Leistungsgesellschaft sind und wir müssen einfach funktionieren. Fuck it, fuck die scheiß Gesellschaft. Wenn es mir nicht gut geht, was bringt es mir? Wenn ich eine gute Gesellschaft will, mich einen Scheiß drauf. Man. Aber auch dort sind wir ja grundsätzlich ja alle selber schuld, weil wir haben sie aufgebaut. Die Gesellschaft. Ja. Das heißt so, jeder hat seine Mitschuld, die er bringt. Weißt du, es ist so, wir sind alle so, du hast so wie, klar gibt es ein Gehör für Leute, die Essstörungen haben. Klar gibt es eine Community für Leute, die halt anders ticken oder so. Aber am Ende des Tages, wie du gesagt hast, in unserer Gesellschaft wird erwartet, dass du 100% deine Leistung bringst. Genau. Und mehr nicht. Aber dementsprechend dementsprechend können wir auch von anderen halt die 100% Leistung erwarten. Das ist halt ein bisschen das, was ich muss auch sagen, ja, du musst 100% geben, aber dementsprechend kannst du auch 100% erwarten. Und wir haben aber die Gesellschaft selber so aufgebaut. Ja. Also dem muss man auch so sagen und sagen, ja, wir sind ja unsere Gesellschaft und wir haben sie auch so weit gemacht, also so weit Cola, dass es so weit ist, so ist, wie sie ist. Ein Kollege hat letztens auch etwas mega Schönes im Podcast. Er hat gesagt, wenn ich rede von unserer Gesellschaft, ich bin auch unsere Gesellschaft. Ich sage nicht, die sind da so, weil eben auch wenn jemand zu dir kommt und du wärst jetzt noch nicht in dieser Situation und jemand sagt, ich liebe mein Kind, dann hättest du vielleicht auch gedacht, was hat der, Mann? Bist du gaga, Mann? Ja, voll, was hat der? Bist du angeblieben? Das finde ich nicht gut. Absolut, darum sage ich. Es ist so, eben, aber wie du sagst, gerade das Schubladisieren. Ja, genau. Ohne irgendwie eigentlich zu wissen, was eigentlich genau Sache ist. Aber das mache ich ja auch. Das genau, wir machen das alle, Bro. Darum auch, schau, das ist so ein bisschen, das Logo ist ja auch so. Gegen aussen sind wir immer die coole Version wie von uns, oder? So, nichts, ein bisschen unantastbar. Aber wir haben alles Seiten an uns, wo einer, der nicht gönnt, einer, der super lustig alles findet, ein inneres Kind, das finde ich ein riesen Thema ist. Einer, der einfach frech ist und eben schlägle und fuck it. Einer, der Auge macht und einer, der ab und zu ein bisschen nachdenklich ist und wie philosophisch ist, oder? Und
das müssen wir wie sehen, ab und zu reagieren wir schneller, als wir wie nachdenken. Und das ist schon total menschlich. Es ist okay, aber reflektier dich am Abend. Hock an und denk nach, was hast du gemacht, wer bist du überhaupt? Das ist es. Und, aber es ist auch schwierig, ich verwünsche mir selber einmal auch, weißt du, eben, das Beispiel, gehst einen Kaffee, bestellst einen Kaffee und die Bedienung ist scheiße. Okay, Bedienung ist scheiße, aber du weißt doch, vielleicht hat sie irgendwie eine riesen Lampe daheim oder keine Ahnung, weißt du, ich meine, und klar ist sie nicht gut drauf, klar gibt sie kein Lächeln oder so, weißt du, meine, aber wahrscheinlich hat sie einen richtig beschissenen Abend gehabt, oder Schluss gemacht mit dem Freund oder mit der Freundin. Ja, Mutter oben drauf noch gestorben, keine Kind krank. Man weiss nie, was eigentlich gegenüber ist. Und auch das Gleiche auch die Leute, die im Auto so eben Finger zeigen und weißt, so, auch Velofahren, die auf die Scheibe schlagen oder weißt, whatever, was es alles auf dieser Straße in Zürich gibt. Stell dir vor, man, nochmal, ich kann sagen, ja, ich bin mittlerweile so weit, dass ich kann sagen, ja, ich gehe vielen aus dem Weg und weißt du, du kannst mir sagen, mach du was du willst, ist mir gleich, aber jetzt stelle ich mir einfach vor, okay, ich habe meinen Job verloren, ich habe keine Ahnung, meine Frau verloren, oben drauf ist noch ein guter Kollege oder irgendein Verwandter gestorben und dann fährst du Auto und dann kommt irgend so ein Hurensohn, oder? Und fickt dich an oder schlägt sogar auf deine Scheibe vom Auto und fickt dich an. Was weißt du, wieso machen ihr das? Weißt du, so, überlege doch immer, es kann ja eben, stell dir vor, alles passiert, wo meine Zündschnur ist, dann wahrscheinlich gar nicht mehr da von dieser Person. Also null da, null. Wenn du es zündest, es explodiert gerade. Und wenn es der andere würde wissen, würde sagen, ja scheiße, Bro, hast recht. Es tut mir leid, okay. Aber eben, es sind so, darum sage ich eben, ich selber ja auch, es ist so, und du vergisst so Sachen mal auch wirklich und du bleibst eigentlich gar nicht scheiße. Was könnte die eigentlich, klar gibt es Leute, die einfach demotiviert sind. Ja, sowieso, unzufrieden mit ihrem Leben sind und so, aber es ist so etwas, wo wir uns eigentlich nicht mit dem beschäftigen müssen, aber gleich, wie du sagst, Bro, es gibt Alltag, ich bin ja auch da, so, ich sitze da von meinem Podcast oder ich hocke da im Gefängnis und therapiere ein bisschen die Leute und bin wie für die da, sage, wie wichtig das ist und mache keinen Scheiß und dann habe ich auch mal einen schlechten Tag, fahre Auto und jemand schiesst wie gegen mich oder haut oder zeigt mit den Fingern und Bro, ich beleidige seine ganze Sippschaft und am liebsten würde ich ihm den Kopf abdrehen. Mache ich aber nicht, weil ja, ein bisschen, ja, wenn du im Gefängnis schaffst, weißt du, wie schnell du ins Gefängnis kommen kannst. Darum Obacht. Ja. Aber ja, man kann ja auch nicht immer in dieser Phase von Selbstreflexion bleiben. Wie du sagst, wenn du hässig bist, denkst du nicht so, er hat mir jetzt den Mittelfinger gezeigt, vielleicht ist er ja auch hässig, vielleicht hat er einen schlechten Tag. Ich glaube, in emotionalen Momenten sind wir mega egoistisch. Weißt du? Oh, absolut. Eben, wie auch? Wie willst du, also ich denke für mich, wie wollte ich in dem Moment, wo ich so vielleicht einen riesen Down habe, noch überlegen, was das Gegenüber könnte haben oder hat. Also, weißt du, dann reagierst du auch aus Emotionen halt. Aus dem Affekt. Du kannst ja nicht mal deine eigenen Gefühle kontrollieren oder verstehen. Wie willst du Verständnis für sie oder für ihre Gefühle haben? No way. Das ist gar nicht möglich. Das ist so. Bo, für die Leute, die so etwas durchmachen, für Väter, die das spüren, was du wie gespürt hast, was willst du denen wie mitgeben? Was war am Ende des Tages wieder Key gewesen? Einerseits höre ich so raus, Leidensgenossen finden, oder? Leute. Es ist sicherlich, aber ich glaube auch, ja, sicherlich jemanden finden, der dir kann sagen, hey, es ist eigentlich normal. Also ich glaube, es ist normal. Also ich rede jetzt einfach jetzt von mir. Ich glaube, es ist normal, dass man als Mann keine Bindung hat. Also nein, ich muss es anders sagen. Wenn man vielleicht dazu mal kein Kind hat wollen und dann ein Kind bekommt, weil man sich dafür entschieden hat für das Kind und ist es dann vielleicht wie normal, dass man sich auch nicht damit auseinandersetzt und dementsprechend auch keine Bindung hat. Vielleicht ist ja das, ich habe mich vielleicht nicht damit auseinandergesetzt und dementsprechend automatisch keine Bindung gehabt zu meinem Sohn dort, Anfangszeiten. Aber ich glaube, es ist wirklich normal für und das, was ich auch so ein bisschen gespürt und gehört habe von anderen Vätern, dass sie am Anfang eigentlich nicht viel anfangen mit dem Kind, weil du kannst als Mann nicht Brust geben. Ja, also, voll, ja. Klar, du kannst ihm den Shoppen geben, aber es sucht die Mutter, es sucht Nähe von der Mutter und die Brust von der Mutter. Also, ob du da bist oder nicht, das Kind kann überleben. Genau, ohne die Mutter nicht, aber dich braucht es theoretisch dich braucht es nicht. als Mann eigentlich nicht und ich glaube, das ist aber auch so
von der Evolution wahrscheinlich gewollt, dass die Bindung erst später kommt und sie ist ja eben noch, es ist, ich glaube 6, 7, 8 Monate so ist es dann gegangen und jetzt kannst du dann auch, eben, ich sage, sobald du ein gewisses Alter hast, kannst du etwas machen, kannst ihn mitnehmen, er versteht, er umarmt dich, er kommt auf dich zu, wenn du heimkommst. Also weißt du, ich meine, es ist so mega, es interagiert. Und am Anfang ist das einfach so ein kleines Würmchen, wo einfach nur Luft wegatmet. ja, weißt du, meine, also isst, schießt und schlaft. Ja. Mehr macht es nicht und schreit. Und ich glaube, es ist dann schon extrem schwierig, als Mann eine Bindung zu haben. Ausser eben, wie gesagt, man hat sich vielleicht damit auseinandergesetzt und vielleicht ist es dann anders, aber ich glaube, es braucht einfach Zeit und da ist einfach eben halt Geduld, gell? Und da kannst du wirklich nichts machen, außer einfach warten und sagen, und eben die sagen, es ist völlig normal, es ist okay. Ja. Es ist okay, wenn du als Mann am Anfang die Bindung nicht zu deinem Sohn hast und zu deiner Tochter. So, jetzt haben wir die ganze Zeit vom Sohn, also einfach zum Kind hast. Ja, voll. Oder such so wie ein bisschen Peace in dem, dass aktuell nicht so, dass Genau, du es so aktuell weißt du, nicht Zoom out ändern und kannst. Voll, warte. ja. Die Zeit, eben nochmal, ich glaube, die Zeit kommt bei allen. Ja. Bei allen, wo ein Kind akzeptiert haben, die sagen, sie sind sie sind die Väter und nicht nur Erzeuger, es kommt bei allen. Also zu 100%. Also da egal wie skrupellos ein Mensch ist oder wie kalt, klar, wenn du irgendwelche Störungen hast, dann... Ja, also wenn du ein Psychopath bist, dann ist so, ja, Genau, also, du musst gar nicht zulassen. Schalt ab, Junge. ja, kommst zu uns in Rokus. Ja, genau, bist therapiert. Weißt du, was ich meine? Also das ist das Einzige, was ich kann sagen, ist wirklich Geduld und wirklich einen Schritt zurück. Vielleicht ab und zu nicht so ehrlich sein zu der Frau, hilft vielleicht. Einfach in der Beziehung, wie gesagt, es war doch viel Stress gewesen. Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist sicherlich etwas, ich würde wahrscheinlich in Zukunft, wenn ich nochmal zurückschauen drehen, würde ich wahrscheinlich, wenn sie mich fragen, würde ich sagen, ja, ich liebe ihn so. Schon? Ja, ich glaube, eben, Thema Ehrlichkeit, ich weiß. Aber Ja, aber Bro, es gibt, weißt du, Bro, es ist ja auch so, ehrlich heisst ja nicht immer gleich ehrlich. Es gibt Ehrlichkeit, wo du konstruktiv etwas kannst damit anfangen, und es gibt auch Ehrlichkeit, einfach so, es ist einfach nur verletzen. Es bringt dieser Person wie nichts. Und das ist, ich glaube, das, was du meinst, oder es hat in einer Frau nichts nichts gebracht, dass sie das so genau. Weißt du, hätte ich einfach gesagt, ja, ich liebe unseren Sohn, hätte ich wahrscheinlich viel Ärger, den ich jetzt nicht hatte. Also, was ich hatte, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gehabt. Und viel Stress hätte ich mir wahrscheinlich erspart. Aber denkst du, ihr werdet dann immer noch am gleichen Punkt wie jetzt? Nein. Das schon nicht, oder? Also, ich muss nochmal sagen, der Trub ist für mich die beste Mutter, die ich mir vorstellen kann für meinen Sohn. Also wirklich, eben, alle, die Trubi kennen, ich glaube, keiner hätte gedacht, dass sie so eine gute Mutter ist. Ganz ehrlich, nein, Bro. Ich Also, und da sind wahrscheinlich alle gleicher Meinung wie ja, ich. ja. Also, weißt, aber nochmal, es ist für mich die beste Mutter auf dieser Welt. Ja. Props zu Ruby. Genau. Und wirklich, darum, es ist so, weißt, das Thema eben heiraten. Ne? Ich bin ja nie heiraten. Ich bin gaga. Spinnst. Ich würde auch heute nicht heiraten. Ja. Aber wo ich weiss, also das ist jetzt kein Heiratsantrag mit einer Frau, oder? Also überhaupt nicht. Bekommt keine falsche Hoffnung. Keine falsche Hoffnung bekommen. Ball flach Aber ich halten. sage einfach jetzt, wo ich weiss, dass sie so eine gute Mutter ist. Und sie wird immer eine gute Mutter bleiben. Egal was passiert, egal was zwischen mir und ihr passiert. Weißt du, ich meine, es kann dir keine Garantie geben, dass du ein Leben lang mit dem Partner zusammen bleibst. Voll, Bro, voll. Und egal was passiert, sie wird ja am Ende vom Tag gleich die Mutter bleiben. Ja, genau. Und ich glaube, das Konstrukt Hochzeit ist ja genau für das da, dass die Frau, das habe ich auch nie verstanden, dass die Frau eigentlich eine Sicherheit hat, nicht finanziell im Sinne von, ich komme hol mich, wenn ich den Mann verlasse. Ja. Klar gibt es ja solche, die Ja, Sex haben. noch und nöcher, Bro, brutal. Aber da muss ich sagen, okay, auch Scheiß wenn Bitches. An die Frauen, Absolut. scheiß Ja, Bitches, wirklich. Opportunistische Missgeburt. Wirklich. Aber jetzt auch bei dem Fall, jetzt bei der Ruby wäre es jetzt so, wo ich sage, okay, ich will heiraten und auch wenn sie dann Pension, also hast du die Hälfte der Pension und Geld, dann ist es völlig berechtigt, weil sie ist ja immer noch die Mutter und sie ist immer, die wird auch dann, egal was passiert ist, wird sie die Mutter von meinem Kind sein. Ja, voll. Egal, ob ihr etwas füreinander übrig habt oder nicht,
die Situation, dass sie die Mutter von deinem Kind ist, Das das kannst alles rütteln, es ändert Das sich ändert nicht. nicht. Es ändert Und dann hat, glaube ich, dass das Ganze eben, das Geld auch wieder seinen Grund, dass man eben das Konstrukt Ehe wieder die Sicherheit für eine Frau, dann hat das alles in den Sinn. Dann sage ich, Konstrukt Ehe ist eigentlich schon etwas Gutes. In meinen Augen, wenn das Kind da ist, macht es wirklich absolut Sinn. Und ich weiss, es ist nicht romantisch und jetzt wird wieder zusammengeschissen von einer Frau, weil es nicht romantisch ist. Und so. Ja, aber Aber du kennst den Lucci auch nicht seit gestern. genau. Hä? Genau. Weißt du, was ich meine? Es ist so. Und darum ist auch wieder eine Überlegung wert, und ich muss sagen, ja, das wäre auch jetzt wieder etwas, was ich jetzt würde machen würde, was ich nie hätte wollen machen. Ja, zum Beispiel. Für mich der einzige Grund, du kennst mich, ich bin Single, also weit weg von irgendwie Family, das, aber wenn ich würde heiraten, dann wäre für mich der einzige Beweggrund, dass die Familie gleich heisst. So ein bisschen. Es ist auch so ein bisschen identifizieren, das ist auch so ein bisschen unser Grundbedürfnis. Identifizieren, Anerkennung, Herdenwärmung spüren. Und dann heisst die ganze Familie gleich, hast auch sicher rechtlich ein bisschen weniger zu tun, sage ich mal. Also, mein Sohn heisst jetzt auch wie ich. Wir sind nicht geheiratet. Also, du kannst ja. Sicher, aber nicht jede Frau will das auch, verstehst du? Nicht jede Frau Das will ist natürlich das, ja. Und plus auch jetzt, wenn sie zum Beispiel irgendwo angeht, heisst sie anders als Das Kind. stimmt, Das ja. ist ja auch so. Weißt, Das ist das ist für mich der einzige Grund. Sonst eben, ich bin auch der Meinung, ich definiere meine Liebe nicht durch einen Heiratsantrag. Ich definiere meine Liebe durch, wie ich den Menschen behandle und was für Wertschätzung ich gebe. Also. Ja, das sind meine Worte, die ich sage. Es ist viele, also, es gibt eben die Frauen, die wollen geheiratet werden, aus anderen Gründen. Und es gibt die Frauen, die aus Sicherheit geheiratet werden. Und es gibt die Frauen, die aus Liebe geheiratet werden. Aber ich finde, es ist auch völlig okay, wenn du mal sagst, eben, es ist halt nicht mit romantischen Sachen zu, sondern eben halt Namen gleich oder Sicherheit für die Mutter dann. Und ich glaube, da kann uns keine Frau böse sein, auch wenn es jetzt anders ist, als sie in ihren Vorstellungen haben. Und ich glaube eben auch, dass mit der Liebe, also mit dem romantischen Sein, ich weiß nicht, klar gibt es romantische Männer. Wie bist du? Bro, ehrlich, ja, ich bin schon kleiner. Ja. Also ich bin schon so einer, ich bringe schon Blumen oder ich bin so... Ich überrasche schon gerne mit Morgen und so. Ich muss aber auch sagen, es ist bei mir so... Das definiert mich aber auch als Mensch, Bro. Ich gebe mega viel, aber wenn ich merke, es kommt mir nicht zurück, dann bin ich eiskalt. Und dann mache ich Morgen war super, gell? Ja? Muss sagen, Ist Morgen gut ist Danke. die Eier, Spiegeleier sind. Und der Konfi von der Mutter ist auch Mama. Props zu der Mama. Die hast du auch kennengelernt an meinem Geburtstag. Ja, An meinem Geburtstag ist auch maximal lustig. ja, also an deinem Geburtstag kommt einfach immer der Wodka-Flow in den Sinn, ich weiß nicht warum. Ja, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, der Lucci ist wirklich einer, der trinkt, wenn dann aber extrem, Bro, darf ich das sagen? das kann Also, man sagen, ja. was bringt dir ein Bier? Es ist so unnötig. Eis ist Eis. Ja, unnötige Kalorien, bist nicht mal drauf. Also keine Anleitung an Kind, erst trinken, wenn ihr volljährig sind und es verkraftet. Und dann haben wir den Flo, den Bassjumper. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge zuerst wird kommen, aber wenn ihr Flo Bassjumper gehört, ist gekommen und hat natürlich mitheben mit dem Lucci. Und dann hat er so viel Wodka reingetan, bei sich selber. Und dann hat der Lucci die Flasche genommen und hat sich so viel reingetan, pur. Und der Flo hat natürlich mithalten, wollte auch krass sein, weil als White Belt musste ich im Ruckus auch ein bisschen beweisen und der Flo und ich sind White Belts. Und hat ihm auch so viel reingetan. Und ich habe geschaut und ich habe gedacht, bevor mich das jetzt aufwünscht, gehe ich einfach weg, weil ich hätte fix gekotzt, Bro. Und der Flo hat es einfach gegessen, man. Ja. Also muss du sagen, sowieso, du hast Tag weg und ich habe so geschaut, ich so, okay, geh Also einfach. Chapeau am Flo, was das sagt, muss ich sagen, hat... Der Stripe verdient. Ich habe den Stripe, er hat für das einen Stripe bekommen übrigens, stimmt, genau. Das sagen wir ihm einen Stripe geben. Dem Flo gefällt es nicht so, weil der Flo scheint, er will für seine Arbeit... Klar, der Sam hat sich auch für den Fortschritt gegeben, aber er hat es so dargestellt und ich bin überrascht gewesen, dass der Typ auch so viel hat können saufen. Absolut. Und Bro, der ist die Ich Hälfte auch. von dir. Also, Ja, also der ist halb so breit. Ich habe noch halb ein so schönes Foto, hast du dir geschickt, mit den Hörnern. Habe ich dir das geschickt, was ich da gemacht habe? Ja, wo du neben ihm stehst Ja, und genau, dein das Blick ist ist geil. auch... Ja, Ich habe das so ein geiles Foto und das ist, glaube ich, genau der Abend, das da, oder? Ein bisschen heller machen. genau, ich zeig's dir. Wenn man es sieht. Das ist am Geburtstag, beide schon recht besoffen und... Voilà, das ist so ein bisschen...
der Output gewesen. Es hat eigentlich, glaube ich, alles erzählt vom Abend, oder? Es hat alles erzählt vom Abend. Ja, wirklich sehr, 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 sehr lustiges Fest gewesen. Auch ein bisschen etwas, wo wir connected haben. Bro, ich finde jetzt, auch wo wir so ein bisschen reden, wir haben hure ähnliche Einstellungen, hure ähnliche Denkweisen. Hättest du das gedacht? Ganz Nein, ehrlich, ich bin also- ins Training, was hast du gedacht? Der scheiß 31 geschafft im Gefängnis. Ein paar haben das schon gedacht, aber ich habe das gemerkt, wie sie mich am Sparring durchgenommen haben. Also man muss sagen, wir sind kein Fan von der Justiz. Im Justizsystem von Genau. 1-3, 1-2. So 1-3, 1-2, genau, 13-12 forever. Und Ich bin spannend, dass wir zusammen da hocken, nicht? gell? Also ich weiß nicht, Was ob das für dich? für den Job also. Hä? Also, nein, ist nicht so, ich bin so. Nein, also ich arbeite im Gefängnis. Ich finde aber auch nicht alles gut, was die Polizei mit sich bringt. Und ich bin jetzt auch kein Freund. Ich hatte halt nie ein grosses Problem gehabt mit Bullen. Das ist auch vielleicht der Grund, so, wieso ich mir nicht so krass wie ein Fick drauf gebe. Aber ja. Ja, eben, weißt du, ich kann ja nicht sagen, ich habe nichts damit zu tun gehabt. Das wäre völlig Unhaft und völlig logisch gewesen. Aber, also weißt du, alles was passiert ist in meiner Vergangenheit, hat alles seine Gründe, ist alles okay und alles seine Berechtigung gehabt. Aber im Großen und Ganzen ist unser Justizsystem falsch. Es hat seine Daseinsberechtigung, ja. Aber dass jetzt ein Autoraser härter bestraft wird als ein Pädophil. Ja, aber dann muss ich sagen, es ist auch völlig ganz speziell. Und ich behaupte mal, die Polizisten sind einfach alles boah, keine Ahnung. Boah. Ja. Bastard. Und sie bleiben und bleiben Polizisten. Und wenn sie dich ficken können, dann ficken sie dich. Und ich weiss noch, wo ich das beste Beispiel, ich hatte mal Stress gehabt, beim Autofahren gewesen, und ich hatte mal Stress gehabt mit einem im Sinne von keine Ahnung, was das war, der hat irgendein Foto von mir gemacht oder ein Video gemacht von mir. Ich war beim Autofahren gewesen, und dann habe ich ihn angehalten und gesagt, hey, lösch das Video und so, oder? Der hat so geschissen da, und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, komm, ich rufe jetzt mal der Polizei an. Ich lasse jetzt mal von ihnen regeln. Dann habe ich angerufen und dann sind sie gekommen, ja, aber das haben sie selber können regeln. Ja, verdammtes Arschloch, Mann. Was hätte ich denn selber sollen regeln? Dann sollen sie das Handy nehmen, ihn löschen und dann nachher wieder angezeigt, wegen keine Ahnung was. Ja, genau, weil du das Zeug wegnimmst. Oder Ja, schau, wie sie aussehen. Das können sie sich sagen, das kann ich selber regeln, so okay. ist das. Okay, alles klar, danke vielmals. Und wenn du es selber regelst, Genau, dann bist du so der Gast. Und so Sachen habe ich immer wieder gehabt. Oder immer wieder, darum muss ich mittlerweile sagen, ja, ich rufe einfach gar nicht mit der Polizei an. du würdest per se sagen, jeder Bull ist ein Bastard. Ja, Mann. Ja. Ja. Also wäre ich ein Bull, wärst du nicht da am Sitzen. Oder du würdest sagen, ich mit meinem Charakter würde gar nicht als Du Bull... wirst gar kein Bull sein, das ist Okay, das würde Problem. ich Also auch nicht. weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich glaube, ein Bull hat ganz einen anderen Charakter als einer, der keinen ist. Und ich glaube, wenn du ein Bull bist, also wieso wirst du Polizist? Aber was sind Beweggründe? Das soll man vielleicht irgendeinen erklären. Falls man einen Bull auch noch da ankommen will, gehen schwätzen oder... Ich komme dann auch. Darf ich dann kommen, wenn du einen Bull Ey, hast? mega gern. Ja, mega gern. Ich gerne im Geschäft. hätte einen, den man könnte einladen. Oder du könntest einladen. Okay, ja fix, Bro. Der Barmann heisst er. Bachmann. Bachmann. Okay. Dann würde ich auch kommen. Ich glaube, es kommen noch vielleicht noch ein paar andere, würden auch noch auf dem Ruckus, wenn der kommt. Ist Polizist in Uster, wenn es mir recht ist. Okay. Also ich kenne ihn nicht, aber falls du kommen willst, ja, soll ich Matten anlegen, so, wenn er kommt, oder? Ja, why not? Aber Okay, dann zuerst noch mal eine Aussprache, sonst nachher... zuerst Aussprache, genau. Aussprache, genau. Aber Und es wenn's wird nicht etwas zu mir klären Beweggründe von... Und ich glaube, es wäre ein super, also wäre noch ein super Ding zum Mega. Neopod. Wirklich, glaubt man es. Ich glaube auch, Ich Bro. glaube, der Mensch, Ein Bull und einer, der das nicht versteht und jetzt diskutieren. Ja. Und das kommt auch, ich werde oft so ein bisschen Pro- und Kontra-Seite und so diskutieren. Und ich bin einfach dann da und tue ein bisschen, wenn es ausartet, ein bisschen managen. Ich weiß nicht, wieso, dass man muss... Also, eben nochmal, die Polizei hat eine Ansichtsberechtigung, ja. Sie sollen für eine Ordnung suchen, sonst wird ja, glaube ich, die ganze Welt völlig außer Ordnung. Aber
Aber die Macht, also wie sagt man dem, also die Ausübung von dieser Dings, von der Position, Machtmissbrauch ist teilweise einfach, Machtmissbrauch finde ich einfach völlig falsch und das machen sie. Oder dort mal, letztes Zürichfest ist das gewesen. Die Story kennst du, oder? Muss ich schon sagen. Letztes Zürichfest, also nicht das vorletzte, sorry. Vor Corona, sind wir ja mit dem also ein paar vom Ruckus sind ja ans Zürichfest gegangen, am Samstagnachmittag, um 12 Uhr haben wir uns im Baustein getroffen. Haben ein bisschen gesoffen, halt, wie wir halt alle sind. Ein bisschen gesoffen, ein bisschen lustig gehabt. Ein bisschen laut sind wir gewesen. Wir haben es eigentlich gemacht. Wir haben aber keine Personen verletzt oder keine Personen angefickt oder so. Wir haben es untereinander, haben wir vielleicht Blätter verteilt, also eben untereinander und wir haben es geschöpft. Ja, wir haben einen Container haben wir, glaube ich, noch genommen und gerollt. Wir sind ein bisschen lauter gewesen und wir sind aufgefallen. Und die Polizei war immer bei uns gewesen. Also die ganze Zeit haben sie uns einfach so, hast einfach gemerkt, okay, irgendetwas ist. Also die ganze Zeit sind sie dabei, am Schauen. Ja, wir sind ein bisschen lauter gewesen, ja, wir sind ein bisschen aufgefallen. Aber wir haben weder irgendwelche Tiere noch irgendwelche Personen angefickt. Im Gegenteil, wir haben eigentlich nur sogar geholfen und so. Und dann irgendwann einmal sind wir so am Laufen gewesen, haben wir richtig Rentenanstalt laufen. Und dann sind wir so alle so ein bisschen versetzt irgendwie. Und dann habe ich gesehen, so Bullenkerren an uns vorbeifahren, oder? So mit Sirenen. Ich dachte, ey, krass, da vorne geht es voll ab, oder? Ich habe mir das gesagt, steigen die Polizisten aus und umzingeln ich und nochmal 2 andere sind es gewesen. Und die dann haben uns dann nachher dort an die Wand gehabt, also als Gitter eigentlich gestellt und gesagt, ja, muss man stehen bleiben, bla bla bla, Zeug und Sachen. Und dann ist es lang gegangen und dann bist du natürlich dort, alle laufen vorbei und der eine oder andere kennt dich und dann was macht der, also verdammt geil. Und dann nachher sage ich, ja, was haben wir jetzt falsch gemacht? Ja, sie wissen es auch nicht und so. Und dann nachher dachte ich, ja, okay, super, was ist denn? Ja, ich habe mit Reihenverbot über. Ich dachte, okay, easy, dann gehen wir. Ja, jetzt müssen wir warten. Und dann ist so ein kleiner Pisser, ich hoffe, vielleicht... Komm ins Ruckus. Ich schwöre, komm ins Ruckus, Mann. Und der hat dann das Gefühl gehabt, der muss uns alle mitnehmen. Wegen etwas, wo sie nicht mal erklären können. Die Begründung war Schutz vor dir selber und vor dir, irgendwie so. Ich kenn den Dings jetzt gerade nicht, den Paragraph nicht, aber dann haben sie es alle mitgenommen. Dann haben sie es alle mitgenommen in der Ausnüchterungszelle. Ausnüchterungszelle, 0,8 Promille. Also 0,8 Promille ist gar nichts. Also nicht mit Ausnüchtern dazu. Ja, voll. Ja, dann sind wir dann, 6-7 Stunden sind wir dann in der Ausnüchterungszelle gewesen. Für eigentlich, klar, wir sind Leute gewesen, ja, alles gut und recht, aber eben, Reihenverbot hat gelangen. Ja. Für was? Und dann musst du ja noch zahlen. Und zahlst ja noch deine 700 Stutz so eine Nacht. Ah, was? So eine Nacht. Ja, klar. Ah, okay. Ausnüchterungszelle. Und völlig, weißt du, so Sachen, und so Sachen hörst du immer wieder und es zieht sich immer durchs Band und das sind immer Polizisten und eben, eine grosse Fresse und danach steht selber der Mann stehen, was machen sie irgendeine Anzeige. Einfach schwul. Und wenn du sie brauchst, wenn sie schwul sind, also schauen sie doch, wie sie aussehen, ja, sie selber können erklären. Sie sich selber können erklären. Ja. Okay, super. Also für was rufe ich euch? Ja, voll. Das weißt du so. Oder auch jetzt, wenn du angehalten wirst und kontrolliert wirst und dann den Namen checken, dann gibt es gerade, weiss Gott was. Und sagen, boah, man, wirklich, jedes Mal. Ja, okay. Also ich wäre kein Bull. Ich muss auch sagen, ich arbeite im Knast und bin eigentlich der medizinische Dienst. Also ich bin der richtige Freund und Helfer. Genau, das ist nochmal eine ganz andere Position. Plus, ich habe dir auch ein bisschen erzählt, Bro. Also ich bin ein bisschen, ich habe eine Kaderstelle, ich kann auch mega viel dort bewegen und das mache ich ja. Also jeder, der mal im Knast war und mit mir zu tun hatte, darf auch sehr gerne ankommen und ein bisschen erzählen. Ich habe einen Hund reingeholt, einen Therapiehund, dass die Leute, die keinen Bock haben, mit Menschen zu schwätzen, mit dem Hund spielen können. Ein Boxsack hängt dort. Dann, das ist jetzt nicht nur von mir, aber das Gym und all das. Und ich habe so ein bisschen wie das Ding, bist du nett, bin ich auch nett, bist du das Arschloch, bin ich auch das Arschloch, aber habe einen Schlüssel. Also ich lasse mir wieder das beipissen, aber ich bin nicht der, der die Machtausübung macht. Und du kannst dir vorstellen, du kennst mich auch ein bisschen, wenn wir Mitarbeiter hatten, die so waren, wie ich auf die Barrikade gegangen bin. Wenn ich gesehen habe, dass Mitarbeiter Leute wie abdrücken und so die Machtspiele wie machen,
Das ist etwas, was ich gar nicht vertrage. Und darum, es generiert wie ein falsches Bild. Aber eben, wie gesagt, das war die Ursprungsfrage. Hättest du das gedacht oder hättest du mich so eingeschätzt, wie ich bin? Ich habe das schon ein bisschen gemerkt im Ruckus, als ich angekommen bin. Es ist jetzt nicht so, ich bin nicht so ein willkommener Gast gewesen, von Anfang an. Von Anfang an. Eben, ich habe dich ja gekannt. Also weißt du, so, ich habe ja gewusst, dass das, ich habe dich gekannt. Und ich glaube, wir haben heute schon, haben wir es ja schon gesagt, ja, schon vor dem Ruckus. Und ich habe dich also wirklich immer also, weißt, so cool gefunden. Weißt, so, also allgemein das Klicken vom Krieg eigentlich finde ich recht eine lässige Truppe. Ja. Aber das ist nicht seine Klicken. Kriege Bilder nicht ein, Alter. Nein? Nein, das Kriege seine Klicken, Kollege. Das ist ein Prospect, man. Wirklich krass. Auf Anfall, sorry. Nein, einfach so, weißt du, so, immer so und dann, ich glaube es lange nicht mehr gewusst, dass du dort schaffst. Erst später. Erst später. Ich glaube erst später. Erst viel später. Also eben, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe nur gehört, nur vom Faton, Ja. dass der im Gefängniswärter ist, aber eben mit Gefängniswärter. Ja. Also weißt du, so, eigentlich eben, sind das deine Kollegen in dem Moment, wo du, also weißt, mit denen solltest du es eigentlich gut haben. Voilà. Also weißt du, Ist, ja, fix. Die also, sind die einzigen, genau, die die dir helfen. helfen. Genau. das ist so. Darum sage ich, also für einen, der schon mal irgendwo irgendwas weiss, dass das eigentlich nicht deine Feinde sind. Mhm. Das sind alle andere. Also, Ja, voll. auch die Polizei ist ja grundsätzlich nicht dein Feind. Also ich sage einfach, wenn aber no, wenn du etwas verbrochen hast, etwas verbrochen. Wenn du es dann ist es halt so, dann musst du deine Strafe absitzen. Fix. Also, ist Aktion, Reaktion, Bro. das genau, ist weißt du, ein was ich meine? Thema. Ich sage einfach, das finde ich ja nicht, ich sage einfach die Ausübung oder die Machtausübung, also die Missbrauch von der Macht, das finde ich scheiße und das machen sie. Ja. Und darum auch Gefängniswärter, wie gesagt, für mich sind sie eigentlich am Ende des Tages oder eigentlich sind die gewesen, die dir das Essen gebracht haben. Ja, voll. Also wenn du mit denen verkackst, dann weiss ich nicht, was du für das Essen bekommst. Also, Ja, aber das ist eben auch das. Das ist auch das. Es gibt Leute, die sagen so, hey, ich verwalte einfach nur das Gefängnis, so, ich mache wie meinen Job. Es gibt aber auch wirklich, es gibt Hurensohn, die denken so, ich habe den Schlüssel und wenn ich sage spring, dann musst du mich fragen, wie hoch. Und ja, es ist eher etwas, was ich nicht verstanden habe. Wenn ich arbeite, übertreib doch mal. Wenn ich arbeite, will ich einen ruhigen Kopf haben. Ich will doch nicht da Schwanzlänge messen. Und wer ist krasser, wer ist krasser. aber das ist wieder unsere Gesellschaft mit einem Schwanz. Ja, messen. voll. Ja, es ist ja so. Hast du Es ist ja überall, hast du draussen, im Ausgang, hast du überall. Eben, 100%. Ego, keine Ahnung, eben, also mit dem Ego, das verdammte scheiß Ego von uns Männern. Voll. Brudi, ich würde gerne dir das Schlusswort noch übergeben und irgendetwas sagen, mitgeben möchtest. Ich würde mega gerne nochmal mit dir da reden. Also einmal Bulle-Dings-Thema, Ballmann oder Ballmann oder Bachmann. Baumann. Wie du heisst. Weiss nicht, wie er zum Ich kenne dich Nachnamen nicht. Wenn du möchtest, komm doch gerne vorbei. Da kann man mit dem Lutschi ein bisschen diskutieren. Sicher spannend. Ja. Das sage ich jetzt nicht laut. Und ein Thema, das ich nächstes Mal gerne wieder anschaue, ist so, ja, Ego-Problem Mann. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema, das wir könnten reden. Und noch 1000 andere Sachen. Ja, ich glaube, es gibt noch viel, was man könnte bereden. Ich würde auch hure gerne über die ganzen Steroide oder Test-Replacement-Therapie reden, weil ich glaube, das ist ein riesiges Tabuthema. Mhm. Und du kommst mega draus, es ist ja so. Ja, eben. Ja, Mal, wirklich. Ich möchte einfach, dass die Leute wissen, dass Steroide kein Wundermittel sind. Mhm. Und ich würde gerne über das, weißt du, ich würde so wirklich, es ist ja wirklich, das ist glaube ich ein Thema, wo hure groß ist und einfach nicht darüber geredet wird, weil eben, man darf ja keine Steroide zu sich nehmen. Also du sagst so, wie es ist kein Wundermittel, aber es hat seine Daseinsberechtigung. Es ist weder voll schlecht, es ist auch nicht voll gut. Es hat seine positive Seiten, sicher seine negative Seiten, aber mehr dazu beim nächsten Mal. Auch wenn es Fragen gibt an den Lutschi oder wenn ihr irgendwie den Vibe irgendwie fühlt, was wir reden, über Themen, die euch interessieren, einfach raushauen. Ich glaube, da sind wir beide offen genug, um darüber zu reden. Wir haben amigs tiefgründigere Expertise von etwas ab und zu nicht, aber Hauptsache wir reden. Ja, Voll. das Ab und zu. für das hast du den Podcast gegründet. Genau, voll. Und ab und zu kommt nichts dabei raus, aber wir haben ein bisschen Herdenwärme gespürt und unsere Gedanken ein bisschen teilen und auch das ist extrem schön.
Ja, und danke vielmals, dass ihr da seid für das Bro, von für Herzen. den Ja. Podcast. Ich finde es mega geil, was du machst. Ich hoffe, du wirst super Erfolg haben. Merci. Ich versuche dich zu unterstützen, so gut es geht. Das machst du, das machst nächste ist du. das T-Shirt, das ich mache. Genau. Muss ich an der Europameisterschaft nicht tragen. Ja, das ist alles Thema, das wir bereden können. Europameisterschaft und ich glaube Miami. Miami, ja. Miami, ja, 2 Turniere, die anstehen. Auch mega wichtige Themen. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Und, ja, danke für das. Ich hoffe wirklich, du hast super Erfolg haben mit dem und ich hoffe, es kommen wirklich viele Leute und auch Feedback oder Anregungen, sei es konstruktiv, nicht konstruktiv, scheißegal. Also einfach, ich kann es halt nicht, ich habe kein Instagram, du bist wahrscheinlich dort noch als vermarkten, aber ich bekomme es sicher mit über. Auf jeden Fall, ich würde das auch. Und ich bin froh, dich als Freund zu haben. Und unabhängig von dem ganzen Podcast, ein super Typ. Und ja, ich kann sonst eigentlich nicht mehr anschliessen dem Ganzen. Ich bin auch extrem froh, Bro. Und ich glaube, wäre ich schwul, hätte ich dich fix datet. Ich sage dir von Herzen. Fuck, also oft du sagst das, Mann. Ja! Danke vielmals fürs Zuhören. Wir schließen da ab. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, lernen wir miteinander. Nein, stimmt nicht. Lernen wir voneinander und lachen wir miteinander. Merci vielmals. Ciao zusammen.